Another white boy with a podcast. Crypto, Jim Bro. Another white boy with a podcast. Pronouns, hell no. Another white boy with a podcast. Meal prep, sports bet. Another white boy with a podcast. My dog once licked my balls. Do you want to see the video? It went viral. Another white boy with a podcast. Crypto, Jim Bro. Another white boy with a podcast. Ich habe noch mega eine coole Nachricht im Fall zu verkünden. Du weißt sie zwar schon, aber für alle unsere Zuhörer. Seit heute 13 Uhr bin ich stolzer Besitzer von einem Grill. Ja! Eigengrau aus Eigengrau goes Grill. Goes ham. Goes ham. Goes ham. Want some beef. Nein. Ich habe ja vorne, an dem Ort, wo ich vorne gewohnt habe, in Rapperswil, habe ich ja vom Vorbesitzer schon einen Grill bekommen. Und das ist so ein ganz billiger, keine Ahnung was für ein Grill gsi, wo so, es war einfach scheisse gsi. Und das war ein Gasgrill gsi. Und von Anfang an hat mich eigentlich das Gasschleppen schon angeschissen. Und jetzt der neue Grill, auch unpopular opinion, keine Ahnung, ist ein Elektrogrill. Und einfach an der Steckdose so kannst anhängen, musst kein Gas rumschleppen und so. Aber als Kind bin ich schon auch mit Gas aufgewachsen. Wir die Heime haben immer Gas gehabt. Ja, ich glaube so der typische Schweizer Ding. So, du hast einen Gasgrill daheim, weil es ist easy. Und so, dann, wenn du ein Step-Upgrade hast, dann hast du so ein Ei daheim. Weißt du, Green Egg. So das Ei, also ja, das heisst glaube ich Ei. Das heisst irgendwie Green Egg oder so. Ich habe die Tochter vom Erfinder habe ich im Fall mal kennengelernt. Lustig. Ja, aber die Grill, die ist doch so das nächste Level. Da kommt dort wirklich Holzkohle unten rein. Dann kannst du dort stundenlang deinen Beef Wellington oder so. Ich weiss es nicht, der kommt wahrscheinlich nicht auf den Grill. Sicher, Beef Wellington gibt's. Das ist das, wenn das Fleisch und dann so aussen in Blätterteig eingepackt ist. Das ist Beef Wellington. Das Fleisch im Schlafteig? Ja, im Mantel. Schlafmantel? Nein, nicht Schlaf. Wie heisst das? Ein Schlafsack. Fleisch im Schlafsack. Im Speckmantel, meinst du? Nein, auch nicht Speckmantel. Es gibt doch irgendwie einen Schlafmantel. Oder ist es ein Kuchen im Schlafmantel? Nein, Schlafmantel. Das gibt es, glaube ich, wo irgendwie so heisst. Im Schlafmantel. Ja, ich kenne nur im Speckmantel oder so. Aber du tust eben wirklich, und da hast du so Schinken und um Speck, noch Gemüse oder irgendetwas und dann nachher Blätterteig. Ja. Das ist auch gut, also wenn es jemand kann. Aber ich glaube, so ein grünes Ei, ich meinte, die sind meistens so grün. Ja, die kosten irgendwie 5000 Stutz ja, oder so. Die sind Upgrade. Und die Tochter, die hat den schönsten Schmuck, die schönsten Taschen und alles hat die. Und jetzt weiss ich, Eier verkauft. Eier verkauft, ja. Kannst viel Cash machen wahrscheinlich. Das ist schon crazy. Du musst einfach einen Grill erfinden, der sich erst lohnt, wenn du viel Geld hast. So, weißt du, so ein Grill, den man eigentlich gar nicht braucht, weil man hat noch 3 andere Grill, die für das normale Zeug ist. Aber einfach, dass man einen hat, weil er sieht verdammt gut aus, wenn er so im Garten steht. Also im Gartenbau, als ich noch im Gartenbau gearbeitet habe, haben wir ein paar Kunden gehabt, die neben der geilen Küchenkombination, die sie im Garten gebaut haben, dann haben sie dort eben einen fetten Gasgrill, wo wirklich irgendwie 20 Würste drauf tun oder 30, also fett. Und dann halt immer noch so ein Ei dazu. Weil das wie so ein Backofen scheint zu fungieren. Also ich komme auch nicht ganz raus, aber mehr so in die Richtung. Ja. Das ist special. Aber ja, ich kann leider nicht aus Erfahrung reden. Ja, denen ihre Aussenküche war wahrscheinlich 3-mal so teuer wie unsere Küche in der Wohnung. Also von dem her ist okay, dass wir das nicht kennen. So. Ja. Ja. Die Grillsaison hat in dem Fall wieder angefangen. Ja, so langsam können wir wieder sagen. Wow, wie ist es gegangen, die Werbung? Von Coop? Ja, schon, aber das kann man grillen. Oder wie ist es gegangen? Kann man das? Kann man das? Ja, das kann man. So war es doch, die Werbung. Ich weiss gar nicht mehr. Ich habe gemeint, einfach das ist... Nein, das ist nachher zum Gag geworden von ihnen. Für Okay. die Grillwerbung. Aber ich habe gemeint, es hat zuerst die Werbung gegeben mit so eben, kann man das? Und nachher, kann man das? Ja, das kann man. Nein, so Fleisch auf dem Grill. Ich kann einfach ein bisschen stinken, muss es. Ja, aber das ist, glaube ich, Käse. Das ist Käse. Ja, das ist Fondue. Raclette oder Fondue. Ja, Fondue. Ich meinte Fondue ist das Appenzeller Fondue oder so. Also der Muttitaler Wetterschmöcker, sagt ja, das ja. Ist der, ja, aber
für welchen Käse ist es? Ich glaube für alles. Einfach so Fondue-Saison ist eröffnet. Ah, das kann sein. Ja. Ich weiss nicht. Ich bin leider nicht so der Fondue-Esser, weil ich habe da auch mal so ein kleines Trauma erlebt. Ich bin da mit dem Männerchor mal Fondue essen. Und das sind halt alles so 2 Meter Kästen, alles Zimmermannen und Maurer. Wenn nicht 2 Meter gross, dann 2 Meter breit. Genau. Entweder oder. Ja. Und danach hat es eben Fondue gegeben. Und eben die riesen Kästen, die tun vor dem Morgen schon 3 Liter Bier halt reinleeren, damit sie irgendwie ein bisschen auf die Tour kommen. Und das Fondue-Essen hat dementsprechend auch einfach so seine Tücken gehabt, oder seine Eigenheiten. Also einfach wegen dem Saufen, oder? Ja, erstens wegen dem Saufen, aber das ist nicht einmal das Problem gewesen, sondern es gibt ja Fondue, wo du auch ein bisschen Schnaps so in den Käse rein tust. Also es ist normal. Fondue hat Alkohol drin, aber ausgekocht. Genau, ja. Aber du kommst in gewissen Restaurants noch mal so ein kleines Schottgläschen mit, ich weiss jetzt nicht, ob es Kirsch oder Williams ist Kirsch, glaube ich. Also, Kirsch. Eigentlich ist das ja normal. Mein Papi macht das immer so. Auch die Heime, Schnapsgläschen dünkeln. Und dort eben, es kommt auf die Menge drauf an. Ja. Und dort ist dann halt so viel Schnaps im Käse drin. Also jeder hat so einen Kirsch selber bestellt. Und jeder hat es einfach, jeder hat es einfach voll in den Käse reingeleert. Genau. Okay, das also kann ich nicht. Ich kenne, rein. dass man das hat und dann dünkelt man das Brot und dann in Käse und dann essen. Genau, aber jeder hat sein Gläschen einfach in die Mitte reingeleert. Ja, und Service da braucht es ein Schottgläschen, bis es einfach leer kommt, ich weiss nicht. Und nachher, weißt du, der Käse in der Mitte, der hat sich schon angefangen zu scheiden und ja, obendran ist nur die Schnapsoberfläche, so wie wenn Öl und Wasser so stinseln. Es tut sich nicht vermischen und am Schluss, ich kann gar nicht. Wow. Und das war so kotzgrusig, aber die Männer, die haben es richtig geil gefunden. So, noch mehr und ist geil, besoffen. Und der Nils, und so mit Gocki runterschlucken, runterwürgen. Mit Gocki am Abspülen. Ja, das ist, also darum eben Fondue, viel lieber Raclette. Ja, finde ich auch. Habe ich auch lieber. Also nur schon vom Gedanken, dass ich selber verschiedene Käse auswählen kann, finde ich einfach geil. Aber gut, ich habe jetzt auch noch nie beim Fondue so Leute gehabt, die so viel reingelernt haben. Von dem her kann ich die Problematik nicht ganz so, weil das ist auch geil. Also Fondue selber ist auch geil. Aber ich würde schon sagen, Raclette ist Favorite. Weiss nicht. Ich finde vor allem beim Raclette einfach den Tischgrill. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Grill. Du kannst oben dran, für mich einfach nur Käse und so ein bisschen Gürkli und Meisli und so, das ist für mich fast zu wenig. Okay. Ich habe gerne, wenn einfach noch ein Stück Fleisch irgendwie so als Beilage. Oder einfach ein bisschen divers und beim Raclette jeder kann machen, was er will. Ja, fix. Das ist schon etwas Lässiges. Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man es so die Heime gegessen hat. Weil wir zum Beispiel haben nie einen Tischgrill gemacht bei Raclette. Das hat es nicht gegeben, das gehört nicht dazu. Bei uns gehört Herdöpfel dazu und der Käse. Das ist schon vollwertige Nahrung. Also das Menü, ein vollwertiges Menü. Bei uns hat es nie Fleisch dazu gegeben. Das ist ein neuer Trend oder so. Ich weiss nicht, wieso dass wir das nicht gemacht haben. Vielleicht ist es auch einfach eigentlich nicht nötig. So. Aber es ist geil. Also, ich kenne es einfach so nicht. Oder erst dann, als ich nachher älter war. Wir haben es immer ohne Tischgrill gegessen. Vielleicht darum habe ich es auch dann immer wählen. aber ich glaube, da ist jede Familie eben, das sind so die Familienkultur, Gebrüche, Tradition, weiss nicht was, die sich da über 500 Jahre entwickelt haben und so. Nein, aber wenn wir gerade beim Thema so Tradition und so sind, letzte Woche haben wir ja noch Karfreitag gehabt. Und ich bin da auch ein spezielles Programm unternehmen, aber du weißt das schon. Aber ich bin am Nachmittag mit einer netten Dame auf Zürich gegangen. Und dort, jetzt müsst ihr euch festheben, es gibt in der Schweiz, wir haben das extra noch bei denen nachgefragt, es gibt in der Schweiz ein
Katzenkaffee. Also volles Kaffee, wo du kannst reinhocken und einen Kaffee und einen Tee und ein Gocki bestellen. Und dann schmeicheln die dir einfach so Büsis um die Beine rum. Voll geil. Und irgendwie, ich habe das von Japan, habe ich das glaube ich schon gesehen, Okay. dass einfach, ja, dass es so etwas gibt. Und ich bin einfach ein Katzenliebhaber. Ja, Nils, der Katzenflüsterer. Genau. Ganz offiziell, das ist einfach so. Also wirklich, Nils, wenn irgendwo wirklich. auf der Straße eine Katze durchläuft, Ja. dann halte ich an. Ja. Und die Katze Warntafel auch. raus, der Nils ist am Katzen irgendetwas und danach muss der Nils die Katze zu sich holen. Ja, Nils, Das ist der wirklich so. Katzenflüsterer. Und dann eben nach dem Katzenkaffee sind wir zu mir heim. Und weil es halt Karfreitag war, ich weiss nicht, ob bei euch Karfreitag auch kein Fleisch oder ist das Also bei der euch... Klassiker war eigentlich bei uns immer gewesen, am Freitag hat es immer Fisch gegeben. Ob jetzt Karfreitag oder egal was für Freitag das war. Ja. Obwohl meine Eltern jetzt das wahrscheinlich nicht wegen Glauben gemacht haben oder so, sondern einfach wegen es passt. Einmal in der Woche, wenn du Kind musst versorgen, einmal in der Woche Fisch. Das ist noch ein gutes Argument. Ja, Freitag gibt es immer Fisch. Dann müssen das Kind essen, weißt du? So. Freitag ist Fachita-Tag. Ja, ja, genau. Nein, also bei uns hat es das immer gegeben. Freitag Fisch. Also immer in der Zeit, wo wir so normal Primarschule gegangen sind, ich und meine Schwester. Darum. Eben bei uns hat es kein richtiges Osterfest gegeben. Das haben wir früher gemacht mit dem Ostereili suchen. Aber mittlerweile nicht mehr. Also wir haben auch gar kein Essen gemacht. Ja. Unsere Family. Ja. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Es gibt schöne Tage, wo du auch einfach frei hast. Weil wenn du dann eben an diesen 4 Tagen immer etwas vorhast mit der ganzen Family, dann sind es am Schluss stressigere Tage, wieder die Tage, wo du einfach nur sonst frei hättest. Und darum finde ich das ganz schön, dass wir das... Also ich bin am Donnerstag vor der Ostern essen. Ich gehe jede Woche eigentlich essen bei den Grosseltern. Mit der Mami zusammen. Und den Papi sehe ich und dann müssen wir das gar nicht machen. Finde ich aber auch gut so. So. Ist Verstehe ich gemütlich. voll. Ja, also es ist Ostern. Es ist ein bisschen... Also ich meine, wir sind ja schon schwierig wie Weihnachten feiern und so. Wo wir noch Kind waren, hat man das nicht gemacht für Kinder und so. Aber jetzt haben wir letztes Jahr offiziell Weihnachten gefeiert ohne Baum. Oha. Ja. Voll. Innovativ. Also wegen dem nein, Umweltschutz innovativ. oder was? Nein, gar nicht. Nein, so ein Scheiss. Nein, doch nicht wegen der Umwelt holen wir uns keinen Tannenbaum. Nein, das ist wirklich einfach nur, es braucht es nicht. Es ist nicht, wir haben den Tannenbaum, also es ist ein Glaube und ich sage jetzt mal, wenn ich Kind hätte, würde ich schon auch wieder mit Tannenbaum und so machen. Aber jetzt, wir sind alle ausgewachsen, ausgezogen, wollte ich sagen. Und es ist einfach schön, kommen alle zusammen. Da geht es nicht darum, ob jetzt ein Baum steht. Und meine Mama hat so ein palmenartiges Pflänzchen in der Stube und da hat sie ein paar so rote Kugeln dran gehängt. Das war tipptopp, da haben wir dort ein Geschenk drunter gelegt. Also, ja, ich finde es eigentlich noch easy, so ein bisschen die Brüche. Als Treffen ist es eben schön, man trifft sich wieder. Vor allem, wenn man sonst die Familie nicht sieht. Aber ja, rein, dass wir jetzt alle dort hocken und noch Liedli singen und noch so und das, weniger. Oh, Tannenbaum. Ja, genau. Das hat es bei uns eben früher gegeben. Das haben wir auch früher wirklich- haben wir das ja auch immer gemacht, so, wo wir noch Kinder waren, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Eben, wo sich dann meine Eltern getrennt haben und so, ist wo feiern wir es jetzt? Feiern wir es zweimal, feiern wir es so, dann haben wir es einmal beim Papi gefeiert und dann mal wieder bei Mami und jetzt hat sich das so ein bisschen ausgelaufen, dass wir es einfach gar nicht feiern. Ja. Und ich und meine Schwester gehen einfach unabhängig voneinander bei den Leuten vorbei, so, an den Festtagen. Ja. Ja, bei mir oder in meiner Familie ist aber noch ein bisschen speziell. Da haben sie vielleicht mit dem Timing, mit dem Zeitmanagement haben es gewisse Leute nicht so im Griff gehabt. Wie ich habe ja am 22. Dezember Geburtstag. Ja, stimmt. Und mein ältester Cousin, der hat am 26. Dezember Geburtstag. Also Weihnachten ist in unserer Familie immer Stress. Ja. Dann Total. braucht es 5 Küchen, dort einen Zitronenkuchen, dort einen Schwarzwälder. Und, ich check das nicht, wie genau das meine braucht man's Mami früher hat organisieren konnte. Da überall Ja. eben Raclette, dann Fondue Chinoise, dann Kuchen. Das muss hure krass gewesen sein. Keine Ahnung, wie ich das später mal soll anbekommen. Aber jetzt bei uns auch, es geht mehr ums Zusammenhocken, zusammen sein, zusammen etwas essen.
Grossartig, selbst bei uns jetzt Geschenke. Es gibt nicht mehr grossartige Geschenke. Ja, nein, bei uns auch nicht. Also gerade Ostergeschenke nicht. Nee. Vielleicht von Mami kommst du einen Schokihase über. So, oder von den Grosseltern habe ich so eine Packung Schokikugeln von Lindor bekommen. Geil. Aber sonst auch nicht. Ja, aber es stimmt schon als Kind. Also ich weiss nicht, wie fest dass du so halt als Christkindli oder an Zahnfee oder an Osterhase und so geglaubt hast. Aber als Kind habe ich das der heisseste Shit gefunden. Ja, definitiv. Also wir auch. Wir haben auch voll daran geglaubt. Also an Osterhase wie als Christkindli. Haben wir beides. Auch Zahnfee habe ich auch sehr lange daran geglaubt als Kind, muss ich sagen. Weil, also ja, das ist auch ein gutes Argument. Weißt, ich erlebe es jetzt bei meinem kleinen Bruder. Jetzt Ostern zum Beispiel. Ich habe ihm gesagt, wir haben ja ein Video gemacht mit dem Osterhase. Und ich habe ihm gesagt, ich bin mit dem Osterhase unterwegs gewesen. Und dann hat er mich so angeschaut. So, was, du bist mit dem Osterhase? Und ich so, ja, schau da. Und dann habe ich ihm das Bild gezeigt, wie du auf der Rolltreppe stehst im Einkaufszentrum. Dann hat er mich ganz fragend angeschaut, so ein bisschen wissend, der Osterhase, wieso der Osterhase? Und auf der anderen Seite doch halt glaubend, so, okay, ja, er ist mit dem Osterhase unterwegs. Und dann habe ich ihm eben gesagt, als ich ihn mitgenommen habe auf einen Ausflug mit der Pfadi, habe ich ihm gesagt, er muss anständig bleiben, weil der Osterhase bringt sonst keinen Schoki vorbei. Und Digga, das zieht. Das zieht extrem. Das zieht super gut. Das zieht wirklich gut. Und wir sind, also gerade das Thema geht ja überall ein bisschen auf. Und im anderen Podcast, den ich höre, haben sie auch gerade über das geredet, über das Osterhase. Und er hat erzählt, dass ein Kollege von ihm hat auch sein Kind mit dem unter Druck gesetzt, oder? Und das Gute war halt, der hat seinem Kind gesagt, ja, und sonst läutet er am Osterhase an, oder? Und das Geile ist ja, dass das Kind hinterfragt, wenn dann irgendwie vielleicht der Osterhase, aber am Schluss glaubt es alles. Aber dass in dieser Welt vom Kind der Osterhase ein Telefon hat, plus der Papi hat Nummern, ist einfach ein hure geiler Fakt. Weil, what the fuck? Weißt du, so, für Kinder macht das alles Sinn. Ja, die Erwachsenen, die haben alles. Die haben die Nummern. Das macht Sinn, dass sie die Nummer vom Hase haben. Es stimmt etwas mit dem Hase nicht, aber, aber dass der Telefon hat und so ist ganz normal. Die kränkeste Geschichte bei mir in meiner Kindheit. Wir haben auch heute noch, wir tun am 24. tun wir bei uns oder bei Mami oder beim Papi, früher noch, jetzt vor allem bei Mami, Weihnachten feiern und am 25. bei den Grosseltern. Und wo wir 5, 6 so um das herum waren, ist mal der Sammy Klaus am 25. zu den Grosseltern gekommen. Und der hatte so eine riesige Bibel dabei gehabt. 1000 Seiten und so einen richtigen Mocken. Und dann hat er genau auf der richtigen Seite halt aufgemacht. Und danach hat er dann angefangen zu lesen. Und dann, Nils, ja, ich habe gesehen, du isst nicht so schön. Ja, oh mein Gott! Warum tust du die Spaghetti immer? Und das, und der hat alle Geheimnisse, die ich als Kind irgendwie hatte, hat der einfach aus dem Buch vorgelesen. Ja. Und in dem Moment, ich habe wirklich Paranoia geschoben. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis, dass der dich gesehen hat. In diesem fetten Buch. Er liest das irgendwo, er hat das gesehen. Und früher, das war genau so die Zeit von Weihnachtsmann, Weihnachtsmann und KKG. Ja, genau. Ja. Und der Typ, der ist bei uns in der Stube gestanden und der hat einfach alles gewusst. Ja. Und nachher am Schluss hat er aber noch gesagt, dort, wo ich aufgewachsen bin, das war gerade so am Waldrand. Und er hat gesagt, seine Rehli schauen damals über den Hag und es an ihm beichten. Aha. Und ich so, fuck, Alter, was ist das für eine Verschwörung? Alles Imposter, Alter. Die ganzen Riesen zu Imposter geworden. FBI hat ich schwöre, Alter, hat das FBI zerstört. Und aber als Kind, wenn du, wo jetzt zuhörst, irgendwann mal ein Kind hast, mach so etwas einfach nicht. Bei mir ist es voll in die Hose. Bei mir, ich habe Angst. Nachher habe ich ein Jahr oder 2 habe ich wirklich Angst vor dem Sammy Klaus gehabt. Und bei mir hat es wirklich den gegenteiligen Effekt gehabt. Aha. Also ich habe noch viel beschissene. Also das ist als Kind, ich habe
nur Pommes frites und Chicken Nuggets so im Restaurant bestellt. Und Oh Mann, oh Mann. als Kind muss ich wirklich verdammt anstrengen. Verwöhnte Gofen, unglaubliche. Also bei uns hat es im Fall genau einmal im Jahr hat's Pommes frites gegeben, und zwar am Geburtstag, wenn wir im Mac können mit den Kollegen. Nein, Essen, also Ja. als Kind essen, da bin ich wirklich ein kleiner Teufel gewesen. Sammy Klaus hat schon recht. Der hat 100% recht gehabt, aber der muss mir das nicht ins Gesicht sagen. Aber bei uns haben sie genau den gleichen Psychoterror gemacht. Und jetzt im Nachhinein weiss ich, der Sammy Klaus bei uns hat aber auch noch den Schmutzli dabei gehabt. Und der Sammy Klaus war mein Götti. Er war der Sammy Klaus. Und bei uns hat er auch so ein grosses Buch dabei gehabt. Und der Schmutzli hat einen Sack dabei gehabt. Und meine Eltern, ich weiss noch, ich bin einmal einfach irgendwie mega, ja, einfach habe ich dumm da als Kind oder etwas. Und es war auch vor dem Sammy Klaus. Also nicht Weihnachten, das war bei uns immer das Christkindli, sondern Sammy Klaus. Und dann waren wir bei Kollegen von der Familie, die auch Kinder hatten. Und dann haben mir die Eltern erzählt, der Schmutzli, bei uns war es immer, der packt die bösen Kinder in den Sack und nimmt die mit. Und ich weiss noch, ich habe irgendetwas gewusst, dass ich etwas noch falsch gemacht habe. Ich hatte natürlich Angst gehabt, dass, wenn nachher der Sammy Klaus kommt, oder, dass der mich bastet und das weiss. Und dann habe ich irgendwie die Mami gefragt oder irgendetwas, und sie hat gesagt, ja, sie hat einmal einen Kollegen gehabt, der den Schmutzli dann in den Sack Scheisse. eingepackt hat und mitgenommen hat. Und ich habe das voll geglaubt. Der ist nie mehr gekommen. Der lebt immer noch in einer anderen Dimension. Genau. Also, nein, es war, glaube ich, sogar jemand, den wir dann kennt haben, weißt? Aber der war wirklich so ein bisschen ein Lausbub, den haben wir immer gerne als Kind. Aber eben, er hat dann gepasst, dass der eingepackt worden ist. Und ich habe an diesem Abend, es war in so einem Keller, wo wir das dann gemacht haben, so ein Partyraum-mässig, oder? Und ich hatte so Angst gehabt, dass der Schmutzli mich einpackt in den Sack und mitnimmt. Das ist schon einfach eins zu viel. Aber ich habe mich sicher nachher benommen. Also das Druckmittel hat funktioniert. Oh Mann, Alter. Dafür der Osterhase bei mir, der hat nur bei meinem Omi und beim Opa existiert. Ja. Weil dort, die sind ja in den Bergen oben, dort hochibrig, so dort umeinander. Und dort, dort lebt einfach der Osterhase. Und der kommt nur dort und als Kind auch absolut nachvollziehbar, glaubhaft. Und das Coole, das war geil als Kind. Meine Mami hat immer mit Ostereili halt so eine Spur gemacht. Okay. Also dann nachher ist über die Nacht, hat jemand das Fenster aufgemacht, hat man halt über die Nacht vorausgeheizt. Aber nachher hast du gewusst, aha, der Osterhase ist in diesem Fenster eingestiegen. Aha. Und dann hat er so 3 Eile verloren. Und dann ist er vom Kästchen oben abgekumpelt. Und dort unten sind nochmal 2 so gewesen. Und dann hat sie im ganzen Haus hat sie so eine Spur versteckt gehabt. Ah, krass. Und dann nachher eben mein Bruder und ich sind dann dort eine halbe Stunde, 3/4 Stunde sind wir im ganzen Haus und sogar teilweise verrissen. Wir auch, wir haben auch. Umsuchen. Und das war eine richtige Schnitzeljagd gewesen. Haben die nie mehr so am Osterhase etwas gegeben? Weil Nein, wir haben immer müssen am Abend, bevor der Osterhase kam, haben wir einen Teller mit Rüebli rausstellen. Und der Teller war dann leer am nächsten Tag. Und dann hat der Osterhase die Eile gelassen, weil wir haben ihm die Rüebli gegeben. Und vielleicht haben meine Eltern mir beibringen, dass man teilen muss. Ich weiß auch nicht, aber wir haben immer so Rüebli rausstellen. Und dann hat er das geholt und hat so ein bisschen Zahnfee-mässig. Weißt, so Trade, ja. Weil das wir marktorientiert haben, bewusst. Nein, aber bei uns war es immer so ein Trade eigentlich, ja. Und dann immer einfach versteckt. Ja. Kein so Weg oder so. Nein, bei uns ist er einfach gekommen und hat alles irgendwie verloren. Aber also muss eigentlich ein dummer Osterhase gewesen sein. Bei uns war es immer so, dass der Osterhase aber nachher erzählt hat an Mami und Papi, wo das die Eile und Sachen sind. Also, wenn wir es nicht mehr gefunden haben, dann haben wir die Mami fragen. So. Also, die haben das schon schlau gemacht. Es ist voll die Inception. So weißt du, nach dem Motto, du sagst dem Kind, ja, die hat die Osterhase versteckt. Und dann sucht das Kind und dann, ja, musst du nicht mich fragen, weißt du, es hat es versteckt. Dann findet das Kind nicht, das findet es nicht und du findest, ja, Scheiße, langsam würde ich eigentlich gerne zum Mittag machen. Ja, er hat es mir doch verraten. Und ganz lieb ist, dann erzähle ich es dir. Ja, so gut. Ich bin gar nicht sicher, ob es das heute einfach noch gibt, aber es kommt mir gerade in den Sinn, früher als Kind auf die Weihnachten
bei uns, wir haben immer so einen Wunschzettel gemacht. Ja. Und halt vor 10, 15 Jahren hat es vor Weihnachten von jedem Spielehersteller, von Lego, Playmobil, Ja. Franz Karl Weber, hat es immer so die Heftchen Ja, die gegeben. Heftchen, was du ankreuzeln sogar noch. Ankreuzeln. Oder bei uns, wir haben es ausschneiden, weil ein Lego-Set, das wir wollen und so. Und dann haben wir unseren eigenen Wunschzettel gemacht. Den Wunschzettel haben wir auch am Fenster anlegen und das Fenster schräg stellen. Und dann eines Abends war dann der plötzlich nicht mehr rum. Und danach hat dann eben die Mami so gesagt, ja, in dem Fall, diese Nacht ist das Christkindli gekommen. Mal schauen. So gut eigentlich. Und das ist hure eigentlich faszinierend, in was für eine Matrix fast schon eigentlich du dich als Kind bewegst und Ja. du bist einfach zufrieden. Es macht hure Spass, an so etwas zu glauben. Es ist halt so, ein Glaube an so etwas macht nur Spass, wenn du es wirklich glaubst. Wenn du es nicht weißt. Und blöd gesagt, wenn es dann schon wieder vorbei ist auch der Spass wieder vorbei. Also es ist so, du kannst dich in dem Moment nicht bewusst darüber freuen, dass es dir Spass macht. Weil du es erst nachher begreifst, wie schön das es eigentlich war. Dass man an Osterhasen und alles geglaubt hat. Aber wenn wir gerade so beim Thema Kind und kleine Kinder und einfach allgemein gut glauben als Kind sind, ich habe ja, wie vorher schon gesagt, vorletztes Wochenende bin ich mal wieder als Pfadileiter unterwegs gewesen. Und das war mega herzig, also respektive ich war Wölfli-Leiter. Aber du bist schon früher voll Ich bin- Karriereleiter ja, also- in der Pfadi aufgestiegen. Ja, also ich bin einfach als Kind schon mit 7 oder 8 bin ich in die Wölfli. Das sind die Jungen, von 6 bis 10 etwa. Bin ich schon in die Pfadi gegangen und dann geblieben bis 17 oder so, als ich dann austreten bin als Leiter, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Und jetzt ist mein kleiner Bruder im Alter, wo wir ihn in die Pfadi schicken können. Und ich habe immer gesagt, das mache ich dann. Ich bringe den in die Pfadi. Und ja, vor einem Monat, gut, ist es so wie gewesen. Das war der Schnuppertag von der Pfadi. Und dann habe ich ihn dort vorbeigebracht und bin dann selber auch dort gewesen. Und ich kenne natürlich auch die Leute und die Leiter und alle. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich sonst auch mal vielleicht wieder Zeit hätte. Und ich habe gesagt, ich hätte Lust, auch mal wieder etwas zu helfen, etwas zu leiten oder so. Weil meine Leiterkrawatte habe ich noch. Und lernen musst du das nicht. Dass, wenn du mal Jahre in der Pfadi warst, dann kannst du das irgendwie. Und dann ist es dann jetzt vor 2 Wochen so wie gewesen, dass sie mir geschrieben haben, hey, wir haben einen Ausflug mit den Wölfli, also mit den Kleinen, eben von 6 bis 10. Und das ist so ein Orientierungslauf mit Posten in der ganzen Schweiz, also nicht ganze Schweiz, aber so ein bisschen Luzern und so, also einfach ein bisschen kreuz und quer. Okay. Und sie haben nur eine Person gehabt, eine Leitperson, und mit 16 kleinen Kindern und einer Person kannst du nicht Zug fahren die ganze Zeit. Und darum haben sie mich dann gefragt und ich bin dann dort helfen gegangen und habe den Kleinen mitgenommen, den Florin. Und die Kinder, also erstens ist es hure lustig, wie so 5-, 6-jährige Kinder unterwegs sind. Also die haben uns dann erzählt von ihren Schätzchen in der Schule und wirklich einfach so herzig und vor allem auch, weißt du, so, das habe ich selber nie erlebt, als ich jetzt erwachsen bin. Aber wenn dort ein kleines Mädchen hockt und dann sagt, ja weisst, ich habe eben 3 Schätzchen. Und ein Schätzchen, das ist der, und das Schätzchen ist der. Und dann, ja, aber weisst, das ist eigentlich das beste Schätzchen. Und es ist so herzig und lustig, mit diesen Kindern über das zu reden. Und dann sind die Kinder, es hat natürlich auch Lausbuben dort, oder Lausmädchen. Und die einen wollten dann unbedingt Musik hören. Die wollten auf meinem Handy ein Lied hören. Und zwar, und jetzt kommt es. Nein, eben nicht. Eben nicht. Da hat ja gesagt, ja, fix, singen wir es miteinander. Aber sie haben von mir wollen BHZ Flasche Luft. Also Was? ein Lied von BHZ, kurz zum Reminder, BHZ sind die. Alle meine Freunde stinken morgens schon nach Bier. Hey, das sind die. Und What the fuck? Genau, das ist so ein 6-Jähriger von mir. Ich will BHZ hören. Und ich so, BHZ? Also wie BHZ? Aber das ist nicht für Kinder. Doch, ich darf das die immer hören. Und ich so, hä? Aber ich kann dir das nicht. Und er, ja, BHZ. Und ich so, ja, aber nein, das ist ja nicht für, das verstehen die ja gar nicht und so. Und dann hat er aber gefunden, ja, weißt, er will das Lied Flasche Luft hören.
Und ich habe gefunden, so, nein, wenn das ein Film wäre, wäre ab 18. Den kann ich nicht mit euch schauen. Das Musikvideo ist, glaube ich, hure geil mit so 3D. Das kann haben wir, im Fall glaube ich, sein. mal zusammen angeschaut. Das kann sein. Habe ich gemeint. Ja, mir ist auch etwas im Kopf so. Aber halt, sie haben dann gefunden, ich habe halt Nein gesagt. Und sie sind dann immer mal wieder gekommen und haben so versucht, Argumente zu bringen, wieso wir sie jetzt trotzdem hören können. Und dann ist das Geilste... wahrscheinlich richtig valide Argumente. Das beste Argument war wirklich, das Lied heisst ja «Flasche Luft», oder? Und es geht in ihrem Berliner Luft, also ein alkoholisches Getränk, das die Jungs sippen miteinander. Ab 18. Ab 18, also ja. Auf jeden Fall hat er dann gefunden als Argument, ja weisst, das Lied, das ist ja nicht schlimm, es geht ja nur um eine Flasche mit Luft drin. Und eine Flasche mit Luft drin ist ja nichts Gefährliches. Und dann musste ich auch grinsen und einfach nur sagen, und genau darum können wir es nicht hören. Weil es ist in der Flasche ist nicht Luft drin, sondern etwas Grusiges. Bombe in einer Flasche. Ja, Flasche in einer Bombe. Das hat er dann verstanden. Also verstanden. Sie haben es dann immer noch versucht, aber ja. Aber das ist so geil mit dieser kindlichen Art, etwas, was sie gar nicht verstehen. Eben. Und dann einfach das Gefühl, es geht ja nur um eine Flasche mit Luft drin. Das ist geil. Das ist so geil. Ich glaube, ich habe ja als Kind extrem viel SpongeBob geschaut. Ja. Und bei SpongeBob, wenn du heute SpongeBob schaust, Ja. da kommen alle paar Minuten kommt etwas, das unter aller Sau und Ja. unter jeder Gürtellinie und so. Ja. Ja. Also SpongeBob ist, glaube ich, mit Abstand irgendwie die wirklich. zweideutigste, keine Ahnung was. Ja, vor allem SpongeBob, ich weiss noch, früher, ich habe als Kind nie SpongeBob schauen. SpongeBob und Simpsons und so war bei uns tabu gewesen. Das ist Verblödung, hat es schon früher immer geheißen. Und wenn ich jetzt SpongeBob vergleiche mit anderen Kinderserien, dann haben meine Eltern komplett recht. Also komplett recht gehabt. Schon damals. Das ist wirklich, aber SpongeBob ist für Kinder nicht unbedingt optimal. Sie verstehen es nicht. So. Das ist wirklich so, ja. Aber ja, zum Glück finden sich, sagen wir mal, 13-jährige Kinder nicht interessant. Oder weil sie es noch nicht verstehen, nicht richtig. Aber das ist eigentlich eher so für mich auf eine Kategorie mit Rick und Morty, aber einfach noch viel blöder. So. Vor allem der Patrick. Ja. Ist hier die Kasse Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Hure gut. Gut. Nein, also bei mir, ich habe sehr viel SpongeBob früher geschaut. Das erklärt vermutlich auch sehr vieles. Nein, aber Ich kann es jetzt nicht sagen, aber... aber mit meinem Papi, früher, eben, wo meine Eltern noch zusammen waren oder wir an einem Abend mal beim Papi waren, aber da kommt, ich bin jetzt nicht mehr sicher, erste, zweite Podcast-Folge mit Jurassic Park. Ja, genau. Wir haben mit unserem Papi nur so Scheiße geschaut. Und wenn es jetzt so Zeichentrickfilmmäßig irgendetwas war, danach war das South Park. Also mit 8, 9, 10 hat er uns das South Park eingetrichtert. Und dort ja, das ist ja schon wirklich schon fast fahrlässig. Also, das ist ja wirklich schon, also das geht in die gleiche Richtung wie Jurassic World oder Jurassic Park. Das erklärt alles andere auch noch. Ja. Dann macht es für mich auch Sinn, dass du Angst hast vor dem Sammy Klaus. Weißt, in meiner Welt ist das Schlimmste, was der Schmutzli mit mir hätte machen können, ist in den Sack packen und wegnehmen. Das ist das Schlimmste gewesen. Meine Vorstellung ist auch schlimmer nicht weitergegangen. Aber wenn ich denke, man hat noch so South Park und Jurassic World im Hinterkopf, dann kann ja der Schmutzli alles mit dir machen. Alter. Ja, das ist aber schon krass. Aber Kinder fordern es eben auch. Wie das kleine Kind, das BHZ hat hören wollte. Weißt du? Oder mein kleiner Bruder, der findet, ja, wir schauen dann mal einen richtigen Römerfilm, wo es dann richtig kämpfen. Und ich so finde, ey, wenn ich mit dir einen Film schaue, nur schon Asterix und Obelix mit den echten Menschen, weißt? Nur schon die, wenn es irgendwie in die Spinnengrube oder so geht, dann friert das Kind ja, weißt? Und es ist ein fucking ab 12. Wenn dem das würdest zeigen, was er gerne schauen würde, das funktioniert. Also es funktioniert hin und vorne nicht. Darum die Peggy 18 Geschichte und so, das hat schon einen Grund. Ja. Das hat definitiv einen Grund. Ich finde auch, es ist manchmal ein bisschen komisch gemacht. Die Peggy-Regelungen, die sind ja zum Teil so ein bisschen... Dann, es gibt Filme, also ich weiss noch einen, den habe ich glaub, schon mal im Podcast erzählt, von meinen Albträumen,
wo so Piraten, die durchs Weltall fahren und dann so ins Nichts rausgerührt werden. Ich meine, das war auch ein Film ab 12 gewesen. Und ich bin vielleicht gerade 12 gewesen, oder noch nicht ganz. Aber mich hat einfach die Geschichte, also weißt, die Geschichte an sich so reingeflasht. Und wenn ich zum Teil denke, was es so für eben Serien oder so gibt oder Filme, wo dann halt extra auf Blut und so verzichtet wird, damit man es noch auf Peggy 12 kann bringen kann, wie zum Beispiel Harry Potter. Also die ersten 2 sind ja, glaube ich, Peggy 12 und das 3 ist dann 16. Ab 16, habe ich gemeint. Aber die haben dann die ersten 2 Filme haben sie so gemacht, der erste ist, glaube ich, sogar ab 6. Also weißt du, so, Ja, dass... was? Ja, und das Krasse ist, aber du hast trotzdem im Eis, hast du in der letzten Szene einen Mensch, der nochmal ein Gesicht am Hinterkopf hat. Weißt? Das ist auch Das Albtraumstoff. ja, das kann hure verstörend sein als Kind. Weil ich glaube, gerade als kleines Kind, so 6 oder so, das merke ich ja bei meinen kleinen Brüdern, die Schwierigkeit von diesen Kindern ist eigentlich, wo ist die Grenze an der Realität? Was in diesem Film ist realistisch und was nicht mehr? Und die Grenze verschwimmt halt. Weil eben eine zwischenmenschliche Diskussion in ihrem Film oder so etwas, das ist ja alles realistisch, das kann passieren. Aber wenn es dann eben plötzlich ein Typ hat, einen Mensch am Hinterkopf, dann das Kind weiss nicht mehr so ganz, ist jetzt das echt oder nicht. Weil es hat nicht die Erfahrung, um zu wissen, okay, das gibt es nicht. Und das ist schon... Also da frage ich mich, wie die Peggys zustande kommen. Ja. Weil ja, das kann ja mega verstörend sein. Auf die andere Seite, die Welt, die Realität, wenn du jetzt denkst, nur schon das Mittelalter oder etwas, dann hast du als 11-jähriges Kind schon Menschen sterben gesehen auf der Straße. Also, wenn die öffentlich weißt, eingerichtet worden ja, sind genau, und so. Ja, eben alles so Zeug. Also ich sage jetzt, wir Menschen wir gehen nicht kaputt oder es werden alles zum Mörder, nur weil jetzt Kinder auch mal brutal sind. Das gibt es ja schon zu viel, also schon viel. Aber mir kommt dann ein Film in den Sinn, wo ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber es geht um eine Guerilla-Armee, wo Kindersoldaten rekrutiert in Afrika. Ich weiss, glaube ich, welcher Film. Ist es um eine Goldmine irgendetwas? Nein, er heisst irgendwie Wind. Warte. Ich weiß gar nicht, wie er heisst, aber. Den hast du mir mal ja, habe ich dir mal gezeigt. Ja, habe ich dir mal einen Ausschnitt mir... gezeigt. Ja. Der ist mega brutal, eben für so ein Kind. Und am Schluss gibt es so eine krasse Szene, wo eigentlich das Kind, wo irgendwie dort zu dem Zeitpunkt 13 oder so ist, aber halt schon Menschen auf dem Gewissen hat, weil er hat müssen und eigentlich das Schlimmste, auch hart drogenabhängig, also das Schlimmste schon erlebt. Und dann hockt er gegenüber von so einer ersten Weltland Frau, die dort ihn will psychologisch beurteilen und sie hockt sich gegenüber und man hört nur seine Gedanken, die sprechen und sagen, wie soll er dieser Frau erklären, dass er schon 100 Leben gelebt hat und viel mehr von der Welt verstanden oder gesehen hat wie sie. Und es ist so eindrücklich, mega eine Empfehlung, aber eben, ich weiss gar nicht, wie er heisst. Müsste ich vielleicht mal geschwind raussuchen. Und sicher, aber, ob mit Peggy 18 wird der Film der sein. ist definitiv Peggy 18, ja, definitiv. Es ist auch ein brutaler Film. Also es ist nicht schön, es ist recht der Fokus eben darauf gelegt, wie das ist. Er selber, also der Film fängt an, er ist in ihrem Dorf, wo von einer Guerilla-Armee überfallen wird und er schafft es nur mit seinen Brüdern zu flüchten. Die anderen werden schon verschossen vor Ort. Und er schafft es mit seinen Brüdern wegzurennen und auf dem Weg wird sein Brüder auch noch verschossen. Und dann striert er allein durch den Urwald und landet dann eben bei diesen Guerillakämpfern. Und es ist entweder, lasse ich mich jetzt von denen umbringen, will ich mich dagegen stellen, oder ich mache mit. Und es ist es ist mega, mega krass, weil es ist Psychoterror. Also der Anführer, der hat dann wie die jungen Leute, die sind dann zuerst bei ihm, die müssen sich dann zuerst beweisen und erst wenn sie im Namen von ihm einen hingerichtet haben, also mega krank, bekommen sie so eine Kappe oder ein Armband oder etwas, wo sie auszeichnet und sie kommen dann einen neuen Namen über, dass sie jetzt ein Mitglied sind. Also es ist wirklich schon so sektenartig, weißt, wie die das machen. Die manipulieren die Menschen, die Kinder. Einfach weil sie selber wahrscheinlich völlig auf Drugs sind und komplett nicht wüssten, wo mit dem Sinn vom Leben, oder? Und dann halt... Ja, und das Ding ist halt, als Kind brauchst du einfach, wie sagt man dem, Dingspersonen, Vertrauenspersonen. Vertrauenspersonen. Vorbilder und Vertrauenspersonen. Egal, ob das jetzt ein Lehrer oder sonst irgendetwas ist.
Aber ich habe den Film nie geschaut, aber in diesem Film wird es wahrscheinlich so gewesen sein, die haben seine Eltern abgeschlachtet, die haben das Kind mitgenommen und danach herzlich willkommen in deiner neuen Familie. Ja, genau. Deine Aufgabe ist jetzt die und die und die da zu verschiessen und danach bist du ein vollwertiges Mitglied von unserer Familie. Ja, er tut sie wirklich auch so darauf abrichten, dass sie irgendwann, weißt wie sich selber opfern tun für die Gruppe. So nach dem Motto, sie greifen dann ein Dorf an, das völlig unbewaffnet ist, oder? Und die stürmen dann einfach mit Maschinengewehr wie blinde, wütende Tiere dort rein, weil es geht nur darum, ihre Ehre zu verteidigen, wie draufzusteigen in der Gruppe und völlig krank. Also, mega krass. Ja, und Schwierig. aber ein heftiges Thema so. Kinder und wie die dann eben auch... Eben, wir haben an Osterhass geglaubt. Schon logisch glaubt man als Kind an so etwas anderes. Natürlich, ja. Und ich glaube, als Kind eben, du bist als, egal ob als 6-Jähriger, als 8, 10, 12, was auch immer für ein Alterjähriger, bist du einfach bis zu einem gewissen Grad immer darauf angewiesen, an etwas zu glauben. Sobald du 18 geworden bist, sagt man dir, hey, du bist jetzt im Leben angekommen, musst Steuern zahlen. Ja, du musst jetzt selber etwas glauben. Genau, So. erfind deinen Glauben selber. An was möchtest du in deinem Leben glauben? Vorne hat es ein Christkindchen gegeben, Osterhas. Und jetzt an was glaubst du? Wo schöpfst du Motivation und so Geschichten? Ja, die Wertevorstellungen, die sich dann halt nochmal festigen. Weil man übernimmt ja schon vieles von den Eltern, aber auch gewisse Sachen, die ändern sich mit den eigenen Sachen, die man erlebt hat oder so. Sehr stark sogar. Ja, sehr stark sogar. Das ist, ja, das ist wirklich so. Das ist schon krass. Ja. Ja, ich sehe das bei meinem kleinen Halbbruder jetzt. Aber der ist jetzt 9 und aber ihr wisst, wie ich oder was für Shit das ich als Kind gesehen habe. Bei meinem kleinen Halbbruder ist es einfach so, der hat ich glaube mit 5 hat er ein eigenes iPad geschenkt bekommen vom Christkindli, weil es halt ein cooles Christkindli ist. Ja, es ist ein super cooles Christkindli. Ja, genau. Und danach auf dem iPad hat man halt Apps können plötzlich abladen und es gibt ja, wenn man sich ein bisschen informiert, ja, es gibt ja so Kindersicherungen und im App Store kannst du nicht einfach Apps abladen, sondern du hast in deiner iCloud irgendetwas, so eine Familie angelegt und also eigentlich genug Schutzmechanismen. Ganz einfach, es gibt es einfach so, dass du kannst einstellen, dass immer sobald etwas abgeladen werden wird oder YouTube zum Beispiel geöffnet oder das Internet, muss ein Code eingegeben werden. Und den wissen nur die Eltern. Genau, aber die Eltern müssen das halt auch zuerst wissen und sich damit minimal auseinandersetzen. Ja, mit dem. Genau, und das ist halt schwierig gewesen, oder immer noch. Und aus dem Grund eben, mein kleiner Halbbruder, der ist auf YouTube rumgegeistert und auf YouTube gibt es ja richtig beschissene Scheissdreck. Auf YouTube gibt es alles. YouTube ist ab 18. Das ist eine Plattform für Erwachsene. Das ist ja das Problem mit diesen Social Medias. Das ist eigentlich nicht für Jugendliche gedacht. Oder für Kinder. Ja, schon gar nicht für Kinder, wirklich. Also, man kann gerade bei vielleicht Instagram und YouTube dann sagen, ja, mit 14, 15, 16 kommen sie in das Alter, wo man sie auf das loslassen kann. Wenn sie dann halt mal einen Scheiß anschauen, was sie nicht sollten, machen sie den Fehler selber. Sie schauen es dann schon nicht mehr an. Haben wir ja selber auch gemacht, den Fehler. Dass wir gefunden haben, oh, jetzt kann ich und jetzt schaue ich und jetzt, oh Scheiße, das habe ich eigentlich gar nicht gesehen. Und dann schaut man es nicht mehr an, oder? Aber halt wirklich so 11, 12, die saugen das nur auf. Also bis dort, zu dem Alter, das ist einfach nur ich drücke auf alles, was interessant und irgendwie böse oder so aussieht. Und der Algorithmus ist ja dann unerbarmlich. der zeigt dir, wenn du einmal auf einen Massenmörder-Doku geklickt hast, zeigt er dir einfach nur noch so Zeug an. Ja, und mein Halbbruder eben 5, 6, kann nicht 7. Lesen, weißt du? Nein, ja, kann das ist nicht, er weiss nicht mal, auf was er draufdrückt. Er tut auf schöne Thumbnails, Ja. also Clickbait hoch 10 Millionen. Ja. Und das Kränkste habe ich gefunden, aber ich habe früher in meiner Jugend habe ich auch noch etwa Let's Plays halt geschaut, von Minecraft oder sonst irgendetwas. Und nachher sehe ich meinen Bruder oder meinen Halbbruder am iPad am Five Nights at Freddy's oder so. Oh mein Gott, ja, Five Nights at Freddy's. Und
Das ist ja ein Das ist Horror-Game. ja, da geht's Ein Horror-Game mit Plüschtierli. Ja. Und die Plüschtierli, die sind so... Also du bist in diesem Game bist du so der Charakter und du musst quasi den Ausweg... Ja, ich habe es gespielt. Du hast sogar Ja, ich habe gespielt? Okay, wir haben Also, einen Experten. Nein, Experten nicht, aber ich habe es gespielt und auch Let's Plays geschaut. Es gibt ja verschiedene Versionen. Aber du bist ja eigentlich so das Hauptplüschtierli, wo alles überwacht. Und du hast wie die Kameraräume. Und du musst die Räume checken. Und in diesen Räumen innen bewegen sich dann die Plüschtierli und die dürfen dich nicht verwischen. Und es ist mega creepy, das Spiel. Also Jumpscares sein Vater, wirklich. Nein, Alter, wenn ich mir vorstelle, so ein Kind, das das spielt, das ist schon nicht... Und ich habe dann mal gefragt, du, was schaust du da? Ja, Five Nights at Freddy! Und es ist hure cool. Und nachher, weißt du, es gibt ja auch Merch von diesem Scheiß. Oh Gott. Und nachher hat es da auch so Plastik-Action-Figuren bei uns die Heime irgendwo rum gehabt. Und ich nur so, Papi, hast du eigentlich nur die leiseste Ahnung, was du deinem Sohn da genau kaufst? Nein. Und ja, das ist irgendwie so ein Figürchen von irgendjemandem. Ach, Scheiße. Und da aber ja, der ist schon... habe ich mir schon vorgenommen, das mal später einfach anders und vielleicht ein bisschen besser zu machen. Ja, da dürfen wir glaube sogar von besser reden. Ich sage einfach bewusster, ist vielleicht das bessere Wort sogar noch. Aber also ich habe immer gemeint, meine Eltern sind streng bei diesem Thema. Und heute bin ich eigentlich froh, dass meine Eltern es so gemacht haben. Ich finde, was ein bisschen ist, so, das gibt es ja heutzutage auch, Ego-Shooter wie zum Beispiel Roblox, die nicht so realistisch sind, sondern wo auch Kinder können spielen können. Wenn die Köpfe verschießt, dann fallen so rote Blöckchen oder irgendwie so etwas. Und ich bin in dem Sinne ein Verfechter vom Schlechtreden von Ballerspiel. Ich finde ich habe nicht das Gefühl, weil ich selber als Jugendlicher schon immer auch Ballerspiel gespielt habe, also halt vor allem auch mal bei den Kollegen oder dann später auf dem iPod oder auf dem Handy, so Mortal Kombat oder so. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass einem das gewalttätig macht oder irgendwie so. Es ist ein reines Spiel von, du bist ein Charakter wie Paintball. Du lebst und wenn du getroffen bist, dann hat es dich. Du kommst ja wieder. Es ist nur ein Spiel. Das finde ich voll okay so. Was aber eben dann schwierig wird, ist, ja, und es gibt noch den Kill-Move mit den Axt in den Kopf stecken und dann hinterziehen und dann Fleisch. Und ja, so. Mortal Kombat hat das geheißen, oder? Das, so wie... Nein, das, was ich meine, ist Modern Combat. Das war so ein iPhone-Spiel. Aber es gibt doch auch noch Mortal Kombat, wo wie so... wie hat das geheißen? So die zwei Boxer, die gegeneinander. So wie Super Smash Bros. Aha, du meinst Street Fighter? Ja, Street Fighter, so in diesem Stil, aber nachher Mortal Kombat und nachher dort mit den kränksten Finish-Move, irgendwie, wo der Rücken aufschlitzt ist und nachher an dem seinen Rücken rausziehst und keine Ahnung was. Wow. Ja. Kleiner Einschub. Ja, kleiner Einschub. Ja, aber es gibt dann halt eben Spiele, die dann nicht mehr geeignet sind. Also gerade Horror-Games, schwierig für Kinder. Ja. Aber als Eltern, egal ob das ein Sammy Klaus oder ein Five Nights at Freddy's oder keine Ahnung was das ist, du trägst Verantwortung für das Wohlergehen von deinem Kind. Ja. Und da gibt es nicht eine goldige Regel, das tut ihm gut und das tut ihm schlecht. Da braucht man, glaube ich, schon die gewisse Feinfühligkeit, um sich einfach in ein Kind hineinzuversetzen und vor allem in dein Kind hineinzuversetzen. Ja. Und zu wissen, was tut mir jetzt gut, was ist noch zu viel, wo steht das Kind im Leben. Und also, einfach da zu sein. Und vor allem und sich mit so Sachen vielleicht noch zu beschäftigen, informieren. Nur schon, wenn, zum Beispiel, wenn du weißt, das Kind erzählt, hey, ich schaue den YouTuber. Dann schau mal bei dem YouTuber rein, was macht denn der für Zeug. Weil ich habe das so krass gefunden, wo sie am Monte haben oft so das Ding vorgeworfen mit du bist ein riesen Vorbild und so. Und ich finde, er hat es einfach auch gut gesagt, so, hey, ich bin da nicht am Schulgehen. Ich bin da auch kein Vorbild. Der Content ist ab 8, also ist für erwachsene Personen. Und wenn Leute meinen Stream schauen und nachher irgendwie ein Fluchwort benutzen, dann ist das der Fehler von den Eltern, die nicht schauen, was das Kind schaut. Aber er macht einfach seinen Content. Und das ist seine Plattform. Und das ist ganz einfach. Das ist auch eben Twitch, so, wo auch viele kommen und
Glücksspiel hat es ja lange gegeben. Es ist ja jetzt immer noch legal auf Twitch, aber nur bestimmte Seiten. Okay. Die meisten, alle, die nicht angemeldeten Seiten, sind alle jetzt illegal auf Twitch. Du darfst nicht mehr streamen, oder? Aber dass das eben nicht komplett weggeht, sondern immer noch dort ist, zeigt uns, Twitch ist für Erwachsene. Und dass per se, dass es das gibt, eben so Casino-Streams, das ist nicht der Fail. Der Fail ist, dass für illegale Casinos geworben worden ist. Aber es ist nicht eine Plattform, die muss da sein, damit ja kein 15-Jähriger auf Gambling kommt. Dann Oder muss die Hot-Tube-Streams. ja, dann muss es muss einfach, das müssen die Eltern schauen, was konsumiert mein Kind und nicht der YouTuber oder der Künstler. Weil die Rechnung geht einfach nicht auf. Das ist wieder, ich mache einen anderen dafür verantwortlich, wie es meinem Kind geht. So, nee. Da ist vielleicht auch, es ist wieder ein bisschen ein anderes Thema, aber das Thema Kitas, jetzt so im Allgemeinen. Aber meine Mami hat einmal an einem Mittagstisch in einer Kita, einfach über den Mittag, hat sie gekocht und diesen Kindern etwas serviert und sie hat dort halt auch erzählt, heute haben wir ein 3-monatiges Baby bei uns gehabt, wo halt noch Babybrei und weiss nicht was, haben wir halt mit dem Löffel und so müssen geben. Und da habe ich mich schon damals als Jugendliche müssen fragen, hey Kollege, habe ich später mal ein Kind, um einfach nachher abzugeben? Ja. Habe ich persönlich ein sehr grosses Problem. Ich sehe den Vorteil oder das Argument, hey, das Kind muss mit anderen Kindern spielen und lernen teilen und so diese Sachen. Aber als Eltern bist du schon einfach für die Erziehung zuständig und nicht fremde Mamis, die da ihre Söhne schon durchgebracht und so ein bisschen freizeitmässig, eben Mittagstisch und da auf dein Kind aufpassen. Ja, ich denke, es gibt halt einfach auch das Geldfrage. Also nicht jede Familie kann sich leisten, dass einfach die Mami oder der Papi, egal wer es dann ist, einfach die ganze Zeit daheim ist. Oder dass man es halbiert. Das kann man sich einfach nicht leisten. Und darum gibt es ja viele, die dann auch noch arbeiten gehen. Oder halt auch, wenn beide in ihrem Job aktiv bleiben wollen, dann so. Aber grundsätzlich finde ich auch, wenn du Kind willst, dann musst du auch Zeit für das Kind haben. Das ist wie wenn du dir einen Hund kaufst und nachher ist er den ganzen Tag allein in der Wohnung, weil du nicht mitnehmen zum Arbeiten. Dann hättest du dir einfach gescheiter keinen Hund gekauft. Und ich glaube, das Gleiche ist es ein bisschen beim Kind. Wenn du nicht genug Zeit hast, um mit dem Kind etwas zu machen, dann musst du auch kein Kind haben. Und ich sage jetzt, es kommt dort ja aufs Maß drauf an. Also, bei uns war es jetzt so, mein kleiner Bruder, der hat einfach, damit die Mami auch arbeiten konnte, hat er nach dem Kindesgehen noch 2 Stunden in die Krippe müssen und zum Teil über den Mittag, weil es einfach sonst nicht aufgegangen wäre. Weil der hätte plötzlich die Mami den ganzen Tag nicht arbeiten können, weil das Kind am Mittag 1 Stunde heimkommt. Und das ist dann blöd, dann macht es Sinn. Also auch wir sind damals in der Primarschule dann am Mittagstisch, einmal in der Woche. Einfach damit auch die Eltern die Ruhe haben, einmal. Das finde ich per se nichts Schlechtes in Sozialdingen. Aber das, was du gesagt hast, ein 3-monatiges Kind, das einzige Variante, wie ich es die Eltern verstehen, ist, wenn die wirklich einfach fucking Geldprobleme haben und nicht anders wissen, keine Grosseltern mehr rum oder es nicht gut mit den Grosseltern oder die Grosseltern krank oder so, dann verstehe ich das. Aber selbst wir, wo ja eigentlich nur kleine Teile der Krippe gebracht haben, hat mein Papi und Zimi, die haben immer geschaut, dass der Bruder vom Papi kann kommen, dass ich kann kommen oder die Lena kann oder der Opa. Also auch wir als Kind, ich und meine Schwester, sind sehr viel beim Nani und Neni gewesen. Weil das ist ja easy. Also, wenn du es zu den Grosseltern tust, ist ja voll easy. Sie sind in der Family und alles. Aber wenn du es dann halt immer nur so wie abschiebst. Also in diesem spezifischen Fall eben, am Morgen ist das Mami mit dem Porsche gekommen und am Abend ist irgendwie der Papi geholt mit dem Bentley oder sonst irgendetwas. Also Geld ist wahrscheinlich dort nicht das Ding gewesen. Dann muss ich auch einfach sagen, dann verdienen einfach ein bisschen weniger Geld verdienen und schauen ein bisschen auf unser Kind. Aber ja. Es gibt schon Möglichkeiten, um da sich anders zu organisieren. Eben mit den Grosseltern oder bei uns, bei mir jetzt, mit den Nachbarskindern.
Also eine Woche Ja. sind wir zu denen essen und die Woche darauf sind sie zu uns essen. Voll, das Und dann ist cool. hat Mami einen Tag in dem Sinn frei gehabt. Und ich glaube auch da ist ein bisschen der Punkt Hilfe annehmen. Ja, Hilfe. Und Oder auch Hilfe halt, zulassen. ja, Hilfe zulassen. Genau, es ist ein bisschen das wahrscheinlich. Weil viele von diesen Müttern, die dann mit dem Porsche kommen, ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, aber ich mache es jetzt trotzdem, dann die haben doch vielleicht das Kind auch nur, weil sie einfach ein Kind haben. Weil sie brauchen jetzt auch noch das beste Kind, das sie dann ins Tennis schicken können und Der nächste können Roger Federer. und so, ja, und noch ein bisschen so päscheln. Und dann heisst es nachher, ja, aber weisst, mein Fernandes, der kann eben das nicht essen, weil der hat nur das und das gern. Dein Fernandes kann mir kreuzweise am Arsch lecken. Nein, aber also, weißt, ich sage jetzt mal, in der Pfadi finde ich das spannend, weil in der Pfadi, sobald du die Kind hast, mir ist scheißegal, ob das Kind die Eltern haben, die Geld haben oder nicht. In der Pfadi ist das gleich. Jedes Kind hat gleich viel. Das Einzige, was unterscheidet, sind vielleicht noch Kleider, die sie anhaben. So, aber sonst kein Unterschied. Aber du merkst es dem Kind an. Du merkst, welches Kind verwöhnt wird und welches Kind nicht. Nicht im negativen Sinn nicht verwöhnt, sondern halt einfach... Ja, also... Wir sind am Select-Automat gestanden und dann gibt es einfach Kinder, die fragen dich, dann kannst du mir bitte etwas kaufen. Wieso? Das Mami kauft mir auch etwas immer. Und dann gibt es Kinder, wo das gar keine Frage ist. Weil, hey, ich frage doch jetzt nicht einfach meinen fremden Leiter, ob er mir etwas Süßes kauft, während er noch 15 andere Kinder hat. Weißt du, so ein bisschen der Moment von, ich bekomme etwas, ohne dass es die anderen bekommen und es ist normal. Das merkst du einfach. Und die Kinder, die sozial gewöhnt sind, teilen müssen, dies und das, und nicht genug haben zum Beispiel und nicht immer alles überkommen, denen ist es ganz klar oder gar keine Frage, dass wenn es dann etwas kommt, dass es geteilt wird oder nicht oder so. Und das ist halt schon, das merkst du. Es hat, glaube ich, mal eine hure geile, ich bin nicht mehr sicher, von welcher Firma das die Werbung war, aber es hat mal eine hure geile Werbung. Ich glaube, es war Postfinance. Aha. Und Postfinance war eine Fernsehwerbung, überall im Fernsehen gelaufen. Und nachher sind dort eben so zwei Mamis mit ihren Kindern auf dem Spielplatz. Und danach sagt das eine Mami zum anderen Mami, ja, weisst, mein Amadeus ist da sprachlich so, oder nein, musikalisch Ja, jetzt so mag ich mich begabt erinnern. und so. Und nachher dreht sich so die Kamera über und du siehst den Amadeus so. So geil. Also, ja. Ja, aber genau das. Es ist genau das. Aber ich weiss nachher nicht mehr, wie Aber ich die glaub, Werbung weitergegangen ist. Irgendwie, Ja, wir ich haben habe aber auch für das jedes gedacht. Konto, oder? Keine Ahnung. Ja, wir haben für jeden ein Konto. Egal, ja, voll. Aber das ist genau das. Ja. Eben, man kann sich entscheiden, will man das Kind leben lassen oder will man das Kind zu Erfolg trimmen. Und wenn du das Kind willst, zu Erfolg trimmen willst, funktioniert das schon. Schick es mit 4 ins Klavier, schick es mit 5 in die Geige und schick es neben der Schule noch dort und noch dort. Ballerino und Japanisch So früh wie und möglich, Chinesisch ja, und so früh wie möglich in eine Sportart, wo nur Reiche sind. Also weißt, so am besten Polo oder Golf oder Tennis, weil dann sind sie auch noch mit guten Kindern unterwegs. Also die bösen Kinder sind ja dann schon nicht mehr dort. Und dann, ja, dann werden die Kinder super gute Schnösel, Arschwichsleckers. nach meiner Nein, Auffassung. es ist so. Also, der beste Kollege von meinem Papi, der hat seine Kinder eben auch nur in die besten Privatschulen geschickt und wirklich immer Privatlehrer, Privatnachhilfe, weiss nicht was. Und der Bub, der ist mit 16 vom Gimmi geflogen, weil er Drogen gehandelt hat. Ja. Ja, es hat ihm nie jemand etwas machen können. Er ist über dem Gesetz gestanden. Ja, das ist schon so. Das ist noch lustig, weil wenn ich jetzt denke, so, wenn ich etwas Falsches gemacht habe, ich habe immer gewusst, dass ich etwas Falsches mache. Und ich habe das Gefühl, gerade mit der mir kann ja nichts passieren. Und das merke ich. Also das ist halt einfach etwas so Einzelkindmäßiges. Muss nicht sein. Aber meinen kleinen Bruder merke ich auch, dass er halt ein Einzelkind ist. Und wenn es mal etwas gibt, dann gehört es ihm. Und nicht allen. Und ich bin dann halt auch der fiese Bruder, der dann, wenn er die Lego zusammensteckt auf dem Teppich und dann sagen, das kannst du auf dem Boden viel besser. Und er dann findet,
dann finde ich so, Florin, du musst akzeptieren, dass es andere Wege gibt, wo andere Leute wissen, die besser sind wie der, den du weißt. Und dann habe ich es ihm so gesagt, der hat das nachher auch so gemacht. Aber das erste Mal war das Ding einfach so, ich habe meinen eigenen Weg und der Weg tut auch niemand kritisieren. Kritisch hinterfragen, ja. Sondern es heisst einfach halt, wenn du... Das ist ja normal, wenn du mit einem Kind spielst, du lässt dich aufs Kind ein. So, wir bauen eine Burg. Ah, okay, ja, wie ist denn der Turm? Ah, so. Und dann musst du aber auch irgendwann, oder ich gerade als Geschwister, finde ich, muss auch mal sagen, nein, nicht so. Ich will es jetzt aber so machen. Und er hat dann auch das Gefühl, er weiss es besser. Und dann macht er es. Und dann sage ich mir, Florian, es hat nicht funktioniert. Und jetzt hat es nicht funktioniert. Und weißt, er will ja dann flüchten, so ein bisschen ausweichen. Ja, aber ich will dann auf dem hängen bleiben. So, na, schau, hast du nicht geschafft. Einfach, also vielleicht ist das auch mega schlecht, ich weiß es nicht. Aber für mich in dem Moment ist es dann einfach auch wichtig, dann um Kind immer zu zeigen, so, es gibt nicht nur dies richtig, es gibt auch noch ein anderes richtig. Und wenn du halt das Zweite bist und immer streitest und es gibt immer zwei richtig, dann ist das ja schon weniger der Fall. Da kommt mir noch gerade eine schöne Story aus der Vergangenheit in den Sinn. Und zwar, ich habe ja meine Berufslehre bei Vögeleschus gemacht, wo es ja nicht mehr gibt. Und dort, der Vögeleschus hat ja noch 2 andere Marken gehabt. Es hat noch Max-Schuss gegeben, aber für die mehr besseren, super hübschen Ladies und so. Plus es hat noch Bingo-Schuss gegeben. Und Bingo war halt der Discounter von Vögeleschus. Ah, okay. Und bei uns in der Region in Wedi hat es einen Bingo-Schuss, eine neue Filiale gegeben. Und bei dieser Filialeröffnung war ich rum. Mhm. Und bei diesen Eröffnungen hat man sich dann immer überlegt, ja, was macht man für eine Aktivität, um da eben die Leute anzulocken. Und ich war so der Anlocker. Und also die Idee war, wir hatten einen, der ein Globi-Kostüm angehabt, also voll der Globi. Aha. Und nachher vor unserer Filiale hatte es einen Malitisch. Ich kann relativ einigermaßen okay zeichnen. Und nachher bin ich an diesem Malitisch mit ganz vielen Kindern am Malen. Das ist so gut. Also es ist verdammt herzig. Ja. Und eben, die Eltern haben ihre Kinder abgeben. Sie sind dort Schule posten und so. Wenn die Kinder keine Lust mehr hatten, sind sie zu mir gekommen und so. Und eben der Globi hat da jeden Kabis mitgemacht und so. Und dort ein Mann ist mir mega in Erinnerung geblieben. Das war so ein ganz normaler Typ. Und der ist dann einfach mit seinem Töchterli zu mir angehockt. Und ich bin mit dem ein bisschen ins Gespräch gekommen und so. Und seine Mami, oder also die Frau von ihm oder die Mami vom Töchterli, die ist in die Filiale Schuhe posten. Und dort, wo sie mit ihm geredet hat, habe ich einfach gewusst, die hat die Hose die Heime an. Ja. Einfach, ich gehe jetzt posten, du hockst da an, ich komme in 15 Minuten wieder. Und das Kind so, nein, und der Papi so, ja, ist gut. So in dem Stil. Ja. Und nachher habe ich dann eben mit dem Papi dort so ein bisschen angefangen zu reden. Und das Töchterli war irgendwie 2, also hure herzig. Ich bin wirklich fast davon geschmolzen. Und dann hat er dann eben so, mir dann so gesagt, ja, wenn es dann mal bei mir so weit ist, es gibt keine Schule für Eltern. Du lernst ja nicht in der Schule, neben Mathe, Deutsch und Geschichte, lernst du noch, wie du Kind großziehst. Und da haben, glaube ich, auch viele Eltern Mühe, einfach zum sich auf etwas Neues einzulassen. Und der hat mir eben genau gesagt, hey, schau, ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber ich glaube, ich mache es nicht schlecht. Ist ja auch, also Erziehung, das ist ja das, was du kommst von deinen Eltern mit über und das machst du dann wieder. Darum werden dir auch oft schlechte Eigenschaften oder so weitergegeben, weil es mit der Erziehung zusammenhängt, oder? Wie gehst du mit um, wenn dein Kind etwas falsch macht? Was ich auch gelernt habe, was meine Eltern zum Beispiel falsch gemacht haben, ich aber nie als falsch angesehen habe, jetzt aber merke, dass ich das beim Kleinen nicht machen darf, ist am Kind immer sagen, ja weisst, du bist eben schlau, du bist eben gut, du bist eben besser wie die anderen. Oder du bist eben, also nicht besser wie die anderen, sondern eben, du bist eben intelligent. Wenn du das dem Kind schon sagst, dann geht es davon aus, ich bin intelligent. Und wenn es dann mal nicht intelligent ist, dann macht es sich selber fertig. Und das ist bei mir definitiv der Fall. Also ich habe einfach immer gesagt bekommen, und ich bin natürlich auch, ich bin in der Schule immer gut gewesen, ohne etwas zu machen, und ich bin im Sport immer super gewesen, und immer wirklich super auch in der Klasse,
eigentlich nie. Erst dann, wenn ich keinen Bock mehr hatte, bin ich schlecht geworden. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin ja eh top. Ich bin ja eh super. Das ist nicht mit Selbstbewusstsein, sondern eher so schulmäßig. Ich bin ja eh super. Und das hat bei mir ausgelöst, dass ich das Gefühl hatte, ich muss nicht so viel machen. Weil ich dachte, ich bin ja eh super. Und im Nachhinein, als ich dann realisiert habe, dass es gar nicht so ist, sondern dass mir das einfach gesagt worden ist, blöd gesagt, in den schweren Moment, habe ich dann gemerkt, dass wenn ich eben dann mal nicht gut bin und plötzlich andere einfach besser sind in etwas, wo ich aber gerne besser wäre, dann wurmt es mich noch viel mehr und macht mich viel mehr kaputt, weil ich ja eigentlich in mir rein die Grundeinstellung habe, nee, du bist ja super. Und das kann auch kontraproduktiv sein. Und trotzdem sagt man einem Kind gerne, ja, du bist eben ein Schlauer. Weil du willst dem Kind ja nicht sagen, weißt, du bist Durchschnitt, du bist blöd. Also eigentlich hättest du das auch viel besser machen können. Das sagst du dem Kind nicht. Aber du darfst es auch nicht einfach bei allen Sachen aufloben, weißt du? So, das ist es ist eine schwierige Gratwanderung. Ja. Aber so, dass wenn ich an so etwas denke, dann sehe ich immer einen amerikanischen Vater, der mit seinem kleinen Sohn draussen Baseball spielt. Und nachher so, er hat den Böllen verschossen und dann so, «Go Champ, nochmal, probier's nochmal. Voll. In 2 Jahren stehst du im Stadion und keine Ahnung.» Ja. Und eben das ist nicht gut. Auf die andere Seite eben das Abmachen. Du bist nicht genug gut. Genau. Du kannst es noch viel oder du bist einfach scheiße, du bist Dreck. Das ist auch kontraproduktiv. Ja, und vor allem, und ich weiss es nicht, das ist natürlich ein bisschen ja, aber das darf man sagen. Aber jetzt mein Papi zum Beispiel, der hat nicht so eine einfache Kindheit gehabt. Sie sind viel umgezogen als Kind und er hat sehr viele Halbgeschwister gehabt, das Mami, verschiedene Väter. Es ist auch noch andere Männer. Es ist eine andere Zeit gewesen. Und er ist damals hat er Kanti gemacht und für die Heim hat es immer noch geheißen, du bist ein Streber. Und das hat natürlich dann den gegenteiligen Effekt gehabt, dass er eben uns auch gelobt hat immer. Es gibt ja dann die selber ihre Kinder fertig machen und er hat das immer super gemacht und hat das also nicht auf uns abgewälzt, sondern eher das Gegenteil. Und das hat dann halt eben einen gegenteiligen Effekt, dass es nachher ins andere Extrem läuft. Er, der einfach immer das Gefühl hat, dass er einfach alles falsch macht. Und wir, die dann mehr das Gefühl haben, ja, egal was ich mache, es ist dann irgendwie schon richtig. Und das ist eben die Gratwanderung, die wahrscheinlich nicht der Weg, sondern es ist wieder kindabhängig, menschabhängig und irgendwo hat es mich ja auch gepusht, weil ich wette, ich wäre jetzt nicht selbstständig und hätte meine Lehre abgebrochen und das Studium angefangen aus dem Gedanken, ich schaffe das, wenn mir nicht schon gesagt, wenn ich nicht von mir auch würde denken, dass ich das schaffen könnte. Und das ist ja auch auf das zurückzuführen. Weil, wo nimmst du denn, das haben mir viele Leute gesagt, von Kollegen oder so, ja, du hast die Lehre abgebrochen und dann das gemacht. Ja, das hätte ich mir nicht getraut. Ja, wieso? Weil du nicht an dich glaubst. Das ist der einzige Grund, wieso man sich so etwas nicht getraut. Weil, ja, von dem her ist es dann auch gut. Also eben, ja, es ist ein schwieriges Thema. Wirklich schwierig. Ich bin gespannt in 15 Jahren, wenn wir mit unseren kleinen Golfen hier im Podcast «Papi, darf ich auch mal etwas sagen?» Wenn wir da hocken und einfach vielleicht auch zu diesem Thema mit ein bisschen mehr Erfahrung oder mit eigenen Erfahrungen so ein bisschen aus dem Nähkästchen Wir hören dann diese Folge und tun uns selber reacten. Wow. Und dann selber darauf sagen, ja nee, das so kannst du nicht sagen. Ja. Das wäre spannend. Das wäre spannend. In 5 Jahren eine spannende Folge. Ja, das wäre eine spannende Folge. Das ist schon krass. Ja, Kinder, kleine Kinder. Ja, wenn wir gerade von Erziehung reden. Cannabis in Deutschland legalisieren. Schöner Übergang. Ja, ich habe gedacht, das passt so gut. Ja. Nein, aber das hat mich letzte Woche noch bewegt. Weil ich weiss noch, vor 3 oder 4 Jahren ist auch das zum Thema geworden. In Deutschland mit der Legalisierung. Und ich bin ganz motiviert zu meinem Papi gegangen und so, hey Papi, hast du gehört? Legalisierung. Und dann hat er zu mir gesagt, ja weisst, das haben wir vor 15 Jahren schon gedacht. Und dann hat es bei mir gerade die Motivation tun, okay, gut, glauben wir nicht dran. Ist ja dann auch nicht passiert. Also es war wirklich so gewesen. Aber jetzt bewegen sie sich in eine richtige Richtung. Und ich muss für das ganz kurz da vorlesen. Und zwar... Von wo zitierst du? Ich zitiere vom Spiegel Politik. Also Politik, Spiegel Politik. Also einfach Spiegel. Und zwar
Ziel sei es, den Cannabiskonsum sicherer zu machen. Es gehe um die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in klaren Grenzen, sagt Lauterbach. Wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen, wir wollen die Drogenkriminalität zurückdrängen, sagt der SPD-Politiker. Also sagt der Lauterbach. Und grundsätzlich ist es genau das, was schon immer alle gesagt haben, vom Legalisieren. Aber es sollte so sein, und zwar es sollen der Bezug, also es gibt dann Social Clubs, demnach soll der Anbau und die Abgabe der Drogen zunächst in speziellen Vereinen, sogenannte Cannabis-Clubs, ermöglicht werden. Für alle, die das nicht kennen, in Barcelona ist das schon so, die nennt man dort Social Clubs und das sind einfach geschlossene Clubs, wo in Deutschland glaube bis zu 500 Mitglieder dürfen haben. Und dort drin darf Cannabis abgegeben werden, kontrolliert. Und in diesen Räumlichkeiten konsumiert, oder? Das muss nicht sein, aber meistens schon. Meistens, Ja. also in Barcelona. Barcelona ist das so. Barcelona. Musst listen. Barcelona. Barcelona. dort ist es so, dort darfst du auch drinnen konsumieren, aber natürlich draussen nicht, also auf der Straße nicht. Das ist nicht, hey, ich darf jetzt draussen rumhocken und reinrauchen. Nein, es ist drinnen oder halt die Heime. Plus, dort soll auch der Bezug von maximal 25 Gramm Cannabis erlaubt werden, also einmal maximal 25. Binnen eines Monats sollte der Erwerb von bis zu 50 Gramm Cannabis legal werden. Also bis 50 Gramm, das ist ein relativ gutes Ding. Es könnte noch ein bisschen höher werden, so rein von der Richtlinie. Nach meinem Gusto könnte das noch höher werden. Aber grundsätzlich schon mal eine richtige Richtung. Und was noch ist, und zwar der private Eigenbau mit bis zu 3 Pflanzen soll erlaubt werden. Und das ist vor allem spannend, weil 3 Pflanzen, also jeder, der vielleicht schon mal ein Pflänzchen hat, der weiss, Pflanze ist ein hure dehnbarer Begriff. Du kannst eine grosse Pflanze, Outdoor, oder du kannst ganz kleine Pflanzen haben. Und bin jetzt gespannt, weil du könntest theoretisch mit 3 grossen Pflanzen mehr wie 50 Gramm ernten in einmal. Und das wären dann mehr wie 50 Gramm. Pro Monat? Ja, nein, das Ding ist, du kannst nicht... im Monat? Nein, einmal im Jahr eigentlich. Ah. Also es gibt schon auch, so Autogrow nennt sich das, und das ist dann immer wieder, aber du musst dann halt wieder neue Setzlinge ziehen und die gleiche Pflanze kannst du nicht wieder verwenden. Die wird in den grossen Produktionen wird die gerade am Fuß abgeschnitten und im Ganzen aufgehängt. Ja. So, es gibt ganz viele Arten, aber normalerweise ist die Pflanze, also die kannst du einmal brauchen, nachher ist sie kaputt, weil du nimmst sie ja komplett auseinander. Du tust sie ja nachher aufrauchen. Ja. So. Aber, und zwar in einem zweiten Schritt, das ist dann eben wichtig, in einem zweiten Schritt soll in Modellregionen der Verkauf über lizenzierte Fachgeschäfte gestattet werden. Also mehr wie in Barcelona und Co., also auch das andere, das Läden das raus verkaufen können, so ohne dass du Clubmitglied bist. Aber, und das finde ich jetzt eben geil, eine komplette Legalisierung des Rauschmittels und der generellen Verkauf in Geschäften ist damit zunächst vom Tisch. Also, dass du Gras normal in der Apotheke oder normal, also vielleicht eben in der Apotheke, aber normal in einem Kiosk oder so wie Alkohol, das ist jetzt schon ausgehebelt. Also, wenn sie schon jetzt sagen, dass das nicht gibt, dann wird das auch nicht passieren. Also, falls wir in eine Richtung von Legalisierung kommen, wird es mit so Clubs aussehen. Ja. So wie jetzt die Pressemitteilung war. Ja. Und das finde ich schon sehr spannend. Weil das, ja. Ich denke schon auch, das ist der einzige richtige Schritt in die richtige Richtung. Weil eben die Probleme, die wir heute haben, das lässt sich sehr einfach, sehr schnell mit so einer Legalisierung eigentlich umsetzen. Es gibt weniger Kriminalität, es gibt mehr Steuereinnahmen. Absolut. Das vergisst man in dieser ganzen Diskussion auch sehr häufig, dass da der Staat Unmengen von Mehrwertsteuern und Tabakabgabesteuern oder was auch immer, wie das dann genau wird dann heissen. müssen regeln wahrscheinlich. Ja. Genau. Aber ich bin ja letztes Jahr in Kanada, bin ich mit meiner also es ist auch noch eine vom Kanton Schweiz, ist auch noch zur gleichen Zeit bei dieser Familie, wo ich war. Und die Frau, die ist 55 plus minus. Aha. Und wir haben uns hure gut verstanden. Geil. Es war hure lustig. Und das Gabi, die heisst Gabi, das Gabi,
Mit der, sie hat sie erzählt, so ein bisschen Schlafprobleme. Einfach zum Einschlafen, zum so ein bisschen die Ruhe finden und so. Und da hat, glaube ich, ein Sohn von ihr hat gesagt, hey, du, entweder kiffst du mal eins oder sonst, es gibt auch so CBD-Tröpfchen oder einfach Graströpfchen, die halt minimal THC drin haben und dass dich das in die Ruhephase einfacher reinbringt. Da können wir geschwind einen kurzen Fachausding machen. Ja, jetzt kommt auch wieder der Spezialist. Ja, also, ich weiss nicht, ob das so schlau ist, aber ja. Auf jeden Fall, es ist ja so, dass, das normale Gras hat THC drin. Tetrahydrocannabinol ist das und das ist der aktive Wirkstoff. Wenn du Gras verbrennst, erhitzt, dann wird der freigesetzt. Und der geht auf die gleichen Synapsen im Hirn wie zum Beispiel Dopamin. Und sind es nicht Rezeptoren? Rezeptoren, genau. Rezeptoren. Und das geht auf die gleichen Rezeptoren wie das Dopamin. Und das überflutet die. Es gibt eine Reizüberflutung und da kommt dann der Flash her. Und beim CBD, also jede Cannabispflanze beinhaltet THC und CBD. Und das Verhältnis macht es spannend. Also man kann sagen, von der Wirkung her wirkt das CBD wie gegen das THC. Das gleicht sich ein bisschen aus. Und wenn du jetzt die Pflanze so züchtest, dass du das THC rauszüchtest bis unter 1%, wie es in der Schweiz ist, dann gilt es nachher als CBD-Gras und hat halt einfach einen höheren Prozentwert von CBD-Inhalt. Und das ist nur körperlich, darum ist das auch schon legal. Und das passiert nicht viel. Du darfst aber trotzdem nicht Auto fahren, wenn du das geraucht hast. Rein von der Theorie. In der Praxis kann dir eigentlich gar nichts passieren. Also es gibt keine falsche News rauslassen. Es kann dir nichts passieren. Das Problem ist mehr, wenn du jetzt sonst schon mal gepafft hättest oder so und der Spiegel im Blut noch rum ist, dann hat es nichts mit dem zu tun, ist einfach vom anderen. Aber rein vom CBD sollte das nicht, also sollte nichts passieren. Und jetzt beim Gras, das sie bräuchte, das kann man, also Gras allgemein, die Blüten dann, das ist nur der Bildschirm. Okay. Die Blüten dann, die kann man auf x Arten konsumieren. Also der klassische Weg verrauchen. Man raucht es, man rollt Papier und raucht es. Und dann der nächste Weg, der aber auch bekannt ist, ist Essen. Also du tust das in Butter rein, du tust einen Kuchen machen und den Butter tust du vorher zuerst köcheln und dann tust du das Gras da drin und tust eben den chemischen Prozess, den wir vorher gelernt haben, machen, damit das THC rausgeht und in Butter drin ist. Und dann machst du mit dem Kuchen und dann kann man das einfach essen. Dann ist der Flash aber auch viel länger und ein bisschen stärker. Geht aber auch länger, bis du etwas merkst. Und für sie zum Einschlafen würde ich jetzt nicht einmal unbedingt mega krass das Gras so empfehlen, sondern vielleicht wirklich zuerst mal mit CBD probieren und sonst der chilligste Weg ein Teeli. Ein Teeli machen, einfach so die metallischen Teebeutel, die es so gibt, dort ein bisschen Gras rein und dann das in den Tee rein, ein bisschen Zucker rein, damit es nicht grusig ist, weil Gras ist sehr bitter, das ist nicht fein. Und dann ist das tipptopp, dann kann das jeder in dem Sinn konsumieren. Dann musst du nicht rauchen, dann musst du nicht irgendwie keine Ahnung was sein und dann lange ganz wenig. Ja. Und das ist zu empfehlen. Wir haben, aber in Kanada ist ja alles komplett legalisiert, plus dort, sie haben das so eben mit diesen Coffeeshops. Also ist es komplett legalisiert? Ja. Also komplett legalisiert bedeutet in Kanada, es gibt wie Liquor Stores, wo Alkohol kannst posten, weil Alkohol darfst du auch nicht im Denner verkaufen. Gibt es Liquor Stores, die nur Alkohol verkaufen. Und so im gleichen Stil gibt es nur Läden, die einfach Gras verkaufen. Von CBD über halt Purple oder wie Purple Haze. Lemon Kush. Keine Ahnung, ja. Alles mögliche. Und danach sind wir dort mit dem Auto angefahren, Gabi und ich. So gut. Und dann ausgestiegen und dann hat es dort so eine heisse Verkäuferin gehabt. Ich war so gestanisch. Also live von dort hat es einen Flash gegeben. Flash und Grenade. Und nachher, das Gabi hat aber kein Englisch können. Das ist aber auch so geil. Zum Gabi. Und das war auch so lustig dort. Sie, vom Alter her hätte sie halt wirklich meine Mami können sein. Und dann dort so der Sohn mit der Mami reinspaziert und dann
hello, yes, we are looking for some sleeping drops, something like this. Sleeping Drops. Also schon ein bisschen besser Englisch natürlich, aber danach ist die heisse Verkäuferin dort aus ihrem Kabinchen rausgekommen. Dann war sie mega fett. nein, dann ist sie noch heißer geworden. Und ich bin auch heißer geworden. Also nicht, dass Fett nicht schön wäre, das wäre dann Fettshaming. Genau, nein. Aber warte, ich finde es nicht schön, jetzt ist es so einig, jetzt ist okay. Ja, nein, aber nach einer so ein bisschen Beratungs- und am Schluss hat sie uns Tröpfchen für den Tee empfohlen. Ja. Genau. Ja. Aber dann hat sie CBD. Ja. Ja, CBD. Eben zuerst CBD. mit CBD probieren. Ja, fix. Aber es ist hure, also ich muss sagen, das ist die allererste Erfahrung so für mich in so einem Laden gewesen. Und das ist in jeder Arztpraxis, glaube ich, wo ich in meinem Leben so reingelaufen bin, ist nichts so schön ausgestellt und hygienisch. Und ich hatte dort wirklich das Gefühl, ich laufe da in den Operationssaal rein. Ja, Gras hat eben durch die Wirkung vom Anliegen und müde und kaputt und so, und es halt viel, was missbrauchen, dann so Hängers werden, hat das Image von, ja, das ist einfach alles abgecrackt und alles kaputt und so. Aber das ist null so. Also, gerade zu dem, wo ich in Amsterdam nicht, in Amsterdam ist es auch schön, aber in Barcelona. Dort war es so, dass es eine Glaskastetheke hatte, wie bei Uhren. Und dann hat es in grösseren, so Gonfi-Gläser, aber so durchsichtige Deckel aus Glas, hat es die Grossmenge gehabt. Und dann nebendran immer ein schöner Bad, der auf so einem Reagenzdeckel gelegen ist und darunter mit dem Namen angeschrieben. Und dann hat, es hat, also das ist bei uns hat es so eine Lupe gehabt, wo quasi die einzelnen Blütchen, wo das Harz irgendwie noch so genau erkennen. In Barcelona ist es so gewesen. In Barcelona ist es so gewesen, dass du bist dann an Theken angelaufen und da hast du zuerst ein bisschen angeschaut und dann hast du wirklich mal gesagt, mich interessiert das Banana Monkey, das interessiert mich. Das und hast mir noch etwas in die Richtung zu empfehlen und dann tut er einfach mal das Ding für ihn, dann schmeckst du mal, dann kannst du mal ein Bad anschauen, dann mal so und das und dann ist eigentlich wirklich shoppen in dem Sinn und dann kannst du so deine Produkte zusammen und dann dort noch ein Hustensäftchen mit das drin und noch ein paar Gummibärli und so und plötzlich läuft es Barcelona durch die Stadt durch und denkst, what the fuck, Alter, das Gummibärli-Fetzen und irgendwie du Hustensaft und geraucht habe ich auch noch. Ja, aber es ist wirklich clean, also clean. Und eben das, ich glaube auch, gerade aus diesem Thema raus, mit dieser Illegalisierung, die wir Stand heute haben, du kannst den Markt einfach nicht regulieren. Also die ganze Ware, die Stand heute unterwegs ist, irgendwo halt auf dem Balkon oder sonst in einem Keller unten gezüchtet wird, du kannst das ja nicht kontrollieren, was das für eine Qualität hat. Sie schreiben ja auch als erstes Ziel sei es, den Cannabiskonsum sicherer zu machen. Es geht da wirklich um die Qualitätssicherstellung, um die Hygiene, um alles. Und für das ist es gut. Und die Deutschen müssen Geld verdienen. Ja. Das könnte auch ein wesentliches Argument für das Ganze sein. Das könnte ja sein, ja, definitiv. Ja. Die müssen ja jetzt Waffenfabriken bauen. Die können nicht die. Ja. Mal schauen, wo das Ganze anführt und vor allem, wenn das Ganze in die Schweiz auch kommt. Weil einfach aus der Vergangenheit alles wird zuerst in Deutschland mal so ein bisschen probiert und angeschaut. Mit dem Datenschutz und Urheberrecht, da ist Deutschland immer viel weiter voraus gewesen. Und dann so 15 Jahre später sagt man sich in der Schweiz, ja, wenn wir das Gleiche vom Ausland übernehmen, ja, ich glaube schon, easy. Ja, und vor allem, ich habe das Gefühl, es könnte eben auch am Anfang noch ein bisschen so sein, die Schweiz denkt sich, geil, jetzt können die Schweizer überall auf Deutschland Gras posten, sie haben sauberes Gras, wir müssen es nicht legalisieren und sie haben alle Kiff-Touristen. Weißt du, das könnte ich mir auch so vorstellen, sein, so der Modus von, ja, schau, ich kann ja jetzt. Weißt du, so, Österreich macht dann auch noch mit und Italien auch und am Schluss kannst du überall. Aber in der Schweiz bist du einfach fein raus. Die Schweiz tut es dann entkriminalisieren komplett, sodass einfach nichts mehr passieren kann. Aber verkaufen nicht, das sollen die anderen machen. Gut, aber die ganzen Steuern würden dann im Ausland liegen bleiben. Also aus diesem Grund müssen wir das schon auch in der Schweiz. Ja. Die Schweiz legalisiert dann Koks und macht dann hohe Steuern drauf. Würde mehr rendieren wahrscheinlich.
Ja. Aber ich habe letzte Statistik gesehen. Am Tag in der Schweiz werden ca. 200'000 Joints geraucht. Das ist noch viel. Ja, das ist noch viel, ja. Das ist wirklich eine grosse Zahl. Ja. Voll. Also ich habe auch gedacht, 8 Millionen Einwohner. Nicht jeder raucht einen, aber auch nicht jeder raucht 4 oder 5. Also von dem her sind es ein paar Leute, die immer, und das sind ja nur Schätzungen. Ja. So. Aber es ist noch Ist noch krass. niemand einen rausgegangen zu zählen? Nein. Also mir hat niemand gezählt. Ja. Kleine Dinge, auf was ich mich noch extrem freue. Vielleicht sogar mehr als auf Entkriminalisierung vom Gras. Es gibt jetzt einen Super Mario-Film in den Kinos. Ah, wirklich? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Also so animiert, oder? Voll 3D, voll der Shit und wirklich hochwertig produziert. Und aber so das ist halt genau meine Generation und ein bisschen vorne, wo mit Super Mario, du bist sicher auch noch mit Super Mario aufgewachsen, die fühlen den Film extrem. Alle Filmkritiker finden es natürlich scheiße. Ja, total, ja klar. So ja. wie bei Avatar 2, da sind wir auch voll. zusammen schauen. Irgendein ist das als Stimmt. ganz kleines, als kleiner Hint. Wir haben vor der Folge 1 haben wir nochmal eine Folge aufgenommen, eine Podcast-Folge Zero. Ja, Mann. Und dort haben wir es schon mal ganz kurz angesprochen. Wir haben keine Ahnung, was wir mit dieser Folge Zero mal machen. Das müssen wir, glaube ich, auch noch gar nicht. Mal noch. Ja, Ja, das sehen wir dann mal noch. Vielleicht gibt es die dann mal irgendwo zum auf OnlyFans. Anhören. Genau, ja. Das ist gut. Für 20 Stutz im Monat. Da gibt es noch ein Gratisbild von Nils. Zu jeder Bestellung gibt es ein Gratisprodukt. Entweder Und das Unterhöschen vom anderen. so gut. So gut. Und eben in dieser Folge Zero, dort haben wir es eben auch schon mal von Avatar 2 gehabt. Und dort genau das Gleiche. Alle Filmkritiker haben das einen Scheißfilm gefunden. Ja, also viele. Oder viele. Viele halt so. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was sie kritisieren. Und so meistens halt die so allgemein über den ganzen Film sind, die müssen ja auch berücksichtigen, es ist ein 2. Und es ist einfach halt ein Klassiker. Du hast einen mega Erfolgsfilm und der Film, der nachher kommt, kann gar nicht gut werden. Es geht gar nicht. Das geht nur, wenn schon im Vorhinein klar ist, dass es die Film braucht. Also wenn du etwas hast wie zum Beispiel Harry Potter oder Herr der Ringe, dann kann schon ein dritter Film noch mal besser werden wie das Eis, auch wenn das Eis eine mega Wucht war. Weil es ist ja schon eine Geschichte, das gehört dazu, oder? Aber bei halt so etwas wie Avatar, wo man das wie als eine anschauen können und jetzt wieder ein Buch wieder aufgetan wird, da tun sie immer gerne kritisieren, weil es halt so an den Haaren herbeizogen ein bisschen ist. So. Aber auf die andere Seite, eben, wenn man schaut, Navi-Clans gibt es irgendwie 50. Habe ich letztens ein Video darüber gesehen. Also, da wäre schon auch die Bücher oder das Material wäre rum. Aber es ist Da hast halt. du noch eine spannende Vermutung angestellt. Ja, also ich vermute sehr stark, oder es hat so ein bisschen eine Richtung gegeben, der nächste Navi, also die nächste Gruppe, die sie porträtieren. Wir hatten ja zuerst Wald, dann haben wir Wasser und jetzt haben wir Feuer. Das ist mein Ding. Es werden Rote sein und sie werden in Höhlen leben. Also zum Teil habe ich das irgendwo gehört und zum Teil macht es auch einfach Sinn. Und eben, es gibt ganz viele Clans und Navis. Und rein vom Filmerischen her, von den Elementen vom Ganzen, hat sich eben mal einer von den Animationssupervisors hat sich in einem Interview verschnurrt und hat gesagt, es gibt ja noch ganz viele andere Elemente. Nur das Ding ist, so viele andere Elemente gibt es nicht. Wir haben in dem Sinne Erde schon gehabt, wir haben Wasser jetzt gehabt, jetzt gibt es noch Stein und Feuer. So als grundsätzliche 4 Elemente, die so ausgehst. Ja. Also kannst du sehr fest davon ausgehen, dass es Feuer wird sein. Also Ja. Steinfeuer. Da kann ich vielleicht einhängen mit meinem One Piece Wissen. One Piece, der Anime von Japan. Und dort, es gibt auch 3 verschiedene Früchte. Also dort in dieser Welt gibt es so Zauberfrüchte. Und wenn du zum Beispiel Gum-Gum-Frucht, genau, wo der Monkey D. Ruffy gegessen hat und dann zum Gummimensch geworden ist. Und dort gibt es auch 3
Kategorien von Früchten. Und die eine Frucht, das sind auch so die elementare Früchte. Also die heissen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, heissen die Logia-Früchte. Dann gibt es noch Paramecia-Früchte und Zoja-Früchte. Und die Früchte, die mit dem Z anfangen, das sind so tierische Früchte. Also dann wirst du zum Loi oder zum Giraffe, zum Elefant. Bei den Logia-Früchten nimmst du das Element zu dir auf und du wirst dann zu dem Element. Und das Paramecia, das ist zum Beispiel der Trafalgar Law, hat eine Paramecia-Frucht und er hat die Operationsfrucht. Hat er eben gegessen. Und er kann so Lüm, heisst das, kann er machen. Und danach irgendwie im Umkreis von 10 Metern gibt es so wie eine Kuppel. Und innerhalb von dieser Kuppel tut er operieren. Also Organe an seinen Gegner rausnehmen und so Geschichten. Okay, krass, ja. Also voll abgefuckt. Voll geil, aber voll geil. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt bei diesen Logia-Früchten, wenn man an denen ihre Elemente anschaut, dort ist zum Beispiel Dampf ist auch noch ein Element, dort ist Blitz ein Element, dort ist Lava ein Element. Das ist nicht nur Feuer, Luft, Erde, Wasser, so wie bei Avatar, der Airbender. Sondern ich glaube, je nachdem könnte man den Begriff noch viel weiter ausspannen. Ja, könnte man, aber, und genau darum ist ja das meine Vermutung, wird man ja nicht. Man will ja etwas haben, das allgemein ist, das klar ist, das jeder kennt, wo Farbe erkennt. Wenn du Dampf nimmst oder so, dann hast du nichts. Du hast kein Material. Wo leben denn die Dampfmenschen? In den Wolken? Also es ist viel naheliegender, dass du etwas von denen... Weißt du, wenn es jetzt um die Subclans geht oder um die Eigenschaften der einzelnen Leute in diesem Clan, bin ich voll bei dir. Dann nimmt man so spezielle Sachen. Jeder hat Eigenschaften. Aber wenn es über den Übertitel geht, das wäre ja auch gewesen, vom 1 aufs 2. Was machen sie? Sie sind von der Luft ins Wasser. Also es bietet sich so an, dass sie jetzt in den Untergrund gehen. Und das ist schon fast so fest auf der Hand liegend, dass es eigentlich wie klar ist, sie machen das. Und sie müssen es aber schaffen, das so zu machen, dass wir nicht denken, ja, das sieht ja jetzt einfach aus wie bei Herr der Ringe in den Höhlen oder so. Sondern sie müssen es schaffen, einmal eine Welt auf diesem Planeten zu erschaffen. So wie sie es jetzt mit dem Wasser gemacht haben. Und das geht in dem Sinn nur, wenn sie in eine andere Sphäre kommen. Und das ist nicht die Luft, dort sind sie schon gewesen, nicht das Wasser, dort sind sie schon gewesen. Im Wald sind sie ja weil sie sind ja nachher bei den Waldnavis noch gewesen, kurz im 2. Also sie müssen fast, fast in so eine Richtung gehen, gegen den Untergrund oder gegen das. Also eben, so wenn sie alles abdecken. Und irgendwann gibt es dann eine Serie und dann gibt es eine Serie über Dampf und eine über Dampf. Weißt du, so ein bisschen in diese Richtung habe ich das Gefühl. Auf diese Vermutung kann ich vor allem ansprechen, wenn der Dings... Also, Steven Spielberg, genau. Sobald er dann stirbt und nicht mehr kann, Film machen kann, ist es nicht der Steven Spielberg, der den Film macht. Ich habe gerade einen Namen durcheinander. Also James Cameron. Das ist James Cameron, ja, aber sicher. Ja, eben. Nicht Spielberg. Ja. James Cameron. Ja. Meine Ding war, der James Cameron, der wird jetzt seinen grössten Erfolg will er jetzt nochmal machen, der will das rund abschliessen. Und irgendwann, wenn der Typ keinen Bock mehr hat, dann verkauft er die Rechte für irgendwie ganz gross oder halt die es dann haben und dann gibt es irgendwann eine Netflix-Serie, die dann über die Navis ist. Also so würde ich jetzt denken, das ist so ein bisschen Einmaleins, wo willst du anlaufen, oder? Das liegt eigentlich auf der Hand. Das ist wie logisch. Das ist wie bei den militanten Veganern. Es war auch logisch, dass sie jetzt... ist gar nicht logisch gewesen, aber es kann alles sein. Es kann alles sein, aber es wäre logisch. Aber man kann es nur mutmaßen. Ich fände es auf jeden Fall geil, wenn es jetzt zu Feuer und unter der Erde geht. Das fände ich cool. Das definitiv, ja. Ja, und aber das 2 war ja schon ganz, ganz lange angekündigt und ich glaube, in der gleichen Ankündigung ist das 2, das 3 und das 4 quasi bekannt worden. Hey, wir fetzen jetzt 3 Filme innerhalb von 6 Jahren, glaube ich, raus. Also, ja, mit 2 Jahren Abstand quasi. Soweit ich es... also, es ist immer, wenn du so etwas schon sagst, die Filme werden kreuz und quer gedreht. Also ich gehe davon aus, dass alle 3 Filme schon abgedreht sind.
und dass nur noch Schnitt und alles so Zeug und Sachen sind. Das haben sie ja Pirates of the Caribbean haben sie auch das 4 und das 5 haben sie auch parallel gedreht zueinander, weil du hast gewusst, sie machen es und dann machst du es so, weil wieso solltest du ein Set aufbauen und dann 2 Jahre später wieder aufbauen? Das macht gar keinen Sinn. Also wenn du einmal den Navi-Baum und so gebaut hast, dann drehst du alles, was du kannst. So. Also, durch das, dass sie das angesagt haben, gehe ich davon aus, dass das auch alles schon in Stein gemeißelt ist ein bisschen und schon fast alles steht. Weil sonst haben sie ein Problem, wenn sie im Vorhinein sagen, ja, es gibt etwas, aber es gibt ja nichts. Das ist mir jetzt aber auch kein Fall bekannt, wo das so gewesen wäre. Ja. Sind wir gespannt? Bleiben wir gespannt. Und warte jetzt, im 23 ist es 2 rausgekommen, im 25 müsste es 3 rauskommen und im 27 ist es 4. Ich weiss nicht, ob es 2 Jahresabstand machen. Ich habe gemeint, kann sein. Mal schauen. Bietet sich an, je nachdem, wie gut das 3 dann läuft. Ja, voll. Ja. 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 Also ich weiss nicht, wie immer würde ich dir sonst auch die letzten Worte übergeben. Also oder hast du wie etwas? Hast du etwas? wie immer. Haben wir nicht, nicht wie immer. Nein. Schade. Also dann übergebe ich es dir einfach so. Ich verabschiede mich vielleicht wie der Super Mario.